Let's get it started in here. Let's get it started. Let's get it started in here. Now. Voilà, lève le goût, faites des actes au français, chers amis qui sont ici et qui préfèrent une traduction simultanée en langue française. Et ceux qui n'ont pas encore les écouteurs, moi je regarde droit devant, il y a une pancarte jaune, donc ceux qui veulent peuvent s'en servir près de l'entrée, ils vont trouver. Dat gesot lewen Parteipräsident a Premier lewe Lück, leif Membren alle Guten vum Nationalkomitee, leif Generalsekretärin François Kemp, Alex Donnersbach lewen Eire Staatsminister, Jean-Claude Juncker ha direkt riecht fir Rummer, Claude Wieseler, Reichschamberpräsident, Vivian Reding, freier EU-Kommissärs schon do, könnt nach, Christoph Hansen, EU-Kommissär, und dann will ich ganz herzlich auch begrüßen Dr. Beatrice Goravanci von der Konrad-Adenauer-Stiftung, zuständig für den Europa-Büro zu Brüssel, lief Kolleginnen und Kollegen aus der Chambre, lief Europadeputiert, lief Nationaldelegiert, von der Sektion, Member vom Nationalrat, Bezirkskomitee, Nationalkomiteen, einer Organisation, lief Mandatären aus der kommunalen Politik am Land, also der Chef der Conseil, lief Maderbester auch von der Partei, leif Kolleginnen und Kollegen alle Guer, leif Vertreter von unserer Presse. Am Namen von der CSV-Sektion Ettelbrück-Werken und ich kann auch so am Namen von der CSV-Sektion Nordstadt, weil da sind wir NRW hin, Kollegen haben dem Kontor kommen von Meyecker, hier rundherum dafür will ich ganz, ganz herzlich begrüßen für diesen schönen Moment von unserem Kongress, der man Freios Ufang zu summen geht, also auch ein Moment, wo ihr mit neuem Elan und neuem Courage an das laufende Jahr ran kann gucken. An diesem Raum, wenn ich also gucke, da sind lauter Leute zu summen, die mit ganz viel Engagement, Überzeugung und auch Verantwortungsgefühl für die Mitmenschen am Land, für das Land, für Europa und auch für das Werte sich ersetzen. Der Kongress ist ja auch im Moment am Jahr, wo wir als Equipe können zusammen fühlen. Dass wir nicht allein sind, dass wir am ganzen Land ganz viele Leute auf ganz viele Plätze haben, die sich an den Dienst setzen von den Menschen und vom Land. Politik zu machen ist verantwortungsvoll, aber Politik zu machen ist keine ganz einfache Aufgabe. Wenn ich Jean-Claude Juncker zitieren, den halb für Rummer sitzt in der ersten Reihe, dem Molenka gesagt hat, Politik als kein Spiel. Da gebe ich an dem Kontext gerne erinnern, den noch halb anders, den Marco Schank zitieren, der mir mal gesagt hat, wisst ihr, wenn die Leute kritisieren, dann muss immer zu den Leuten sagen, an der Demokratie geht es nicht ohne Politiker. Es braucht Politiker, die gewählt sind von den Leuten, an die sich dort auf ihr Schellere löten. Und der Zweite, was der Marco mal sagt, wo sitzt die überhaupt, Marco? Und das ist irgendwo. Da hinten, du vernennst mich ja nur, wenn ich etwas falsch rumgehen habe. Politik muss auch noch ein bisschen Spaß machen. So, Loma, sind das nur kontradiktorisch aus? Politik ist kein Spiel, aber Politik soll auch nach Frieden machen. Ich meine nicht, dass das kontradiktorisch aussehen. Ich meine, dass die zusammen gehören und auch zusammen müssen gelehrt und gelebt gehen in diesem Land. An der Chambre gibt es regelmäßig Reunionen vom Zentrum für politische Bildung zusammen mit der Chamberleuten, wo dann noch Deputierte nachgeladen gehen, für Schülerinnen und Schüler, Schulklassen zu empfangen, an ihnen eine Demokratie und Prinzipien von der Politik zu erklären und Minute zu bringen. Ich war rezent bei so einer Klasse dabei, das wäre 5 Schuljahre. Wir waren an der Mittelstunde, 2 Deputierte, ich war von den 2, dann mit der Schulklasse zusammen. 4 drin hatten sie sich auf 4 Gruppen abgedeelt. Es waren also 5 Schuljahre, 10, 11 Jahre, 4 Gruppen abgedeelt. Und all die Gruppen, die sollten dann, die 4 Gruppen, sich
Themen dahin setzen, formulieren, die ihnen an ihrem Leben wichtig sind. Und als den ersten Buchstabe von den Themen eine Fantasie für eine politische Partei bilden und dann mit den Deputierten darüber schwätzen. Das war ein richtig spannender und flotten Moment, auf die werde ich das erzählen, ist ganz einfach, weil 3 von den 4 Gruppen den Namen S an ihrem Parteinum hatten. Aber das ist nicht den S aus der CSV, den S der Stung für sie, für Sicherheit. Die jungen Leute haut man sich Sorgen hier Sicherheit, meist Land, meist Welt, all die Themen, die da sind. Das tut mich ganz ein bisschen erfeiert. Wir haben aber auch keine Sorgen die Schulklasse. Wir hatten eine ganz lebendig, ganz flott Diskussion mit denen. Und ich habe noch gespürt, dass es nicht eine Angst mit, dass eine Unruhe, die ein bisschen da ist. Und wir müssen als Politiker ehrlich sein, wir müssen argumentieren, gesprächsbereit sein, und wir müssen noch ein Problem können benennen. Und wir müssen immer darauf hinweisen, dass wir erstens mal eine starke Politik an diesem Land tun, dass wir national und europäisch Rechte haben, für die wir anstehen, für die wir kämpfen, und dass wir eine internationale Verankerung haben von den Rechtssystemen, und dann aber so deklinieren, dass auch die jungen Leute von Haut Vertrauen an uns haben, Vertrauen an uns Politik haben. Dafür sind wir da bei den Teil von der Fried, weil das eigentlich Fried, das schön, Spaß, also vielleicht nicht das richtig wird, an dem Kontext mit mischt aber Fried, wenn ihr seht, wir können uns ersetzen dafür, dass man die Rechtssicherheit an diesem Land, an dieser unsicheren Zeit auf der Welt, aber können garantieren, dass das eine Aufgabe, die wir haben. So, ich wollte dich nicht erzählen über Rettelbrück an Dickerich, an Nordstadt, an über hier oder da Projekt. Wenn der Herr nur will, da geht eine Tour durch Rettelbrück spazieren oder der geht bei der Gleise Claude, den Asochai oder den Scherelweiler, den von Nierpeling, dann von Dickerich oder bei Mösch. Wir erzählen nicht ganz gerne, wie weit wir sind, unseren Weg von der Fusion, wie sie gut denken, das geht an die richtige Richtung. Im Moment von heute, da sehe ich darin, wo wir als zusammen hier erleben, wo wir natürlich Wahlen aufhalen, wo man manchmal am Resümee hoffentlich auch soll sehen, ob das, was wir an dem Land erreichen, an die Aufgabe, die wir haben, auch ganz vertrauensvoll können machen. Ich will dafür erinnern daran, kann man sehen, hoffentlich, dass wir gut Politiker, kompetent Politiker an diesem Land haben, also sie kommen noch auf die Bühne, nur mir, ein Teil davon, andere sitzen hier in der nächsten Reihe, kann man sehen, hoffentlich auf das Land, dass wir zuverlässige Institutionen haben, auf dem wir es können verlosen, die als Rechte verteidigen, am Land, auch an Europa, auch noch bei der NATO, bei der UNO und so weiter. Da kann man sich noch froh, dass wir eine gute, freie nationale Presse haben. Und die verzeiht mir das, liebe Pressevertreter, ich will aber bei dieser Gelegenheit so, und dann schließe ich auch da mal den auf. Ich meine, dass an der Zeit von Haut als frei und unabhängige Presse eine noch mehr große Aufgabe hat, weil wir ja in einer Zeit leben, an der so Kurzmessagen auf den Social Media just den Skandal sich, just Likes sich, just gucken, war das negativ, woraus kann ich also eine negative Schlagzeile machen, und das ist so wertvoll und so wichtig, dass als Presse dann über positive Messagen, konstruktive Erklärungen, richtig Kontexte erklärt, Informationen rübergeht, und gut Kommentare dazu möchte und nicht darauf fällt, dass man eigentlich bemol das, was Gutes am Land geschieht, nicht mehr an den Vordergrund stellen, aber just so wie an den Social Media als das negativ. Das wäre ein kleiner Wunsch, den ich am Schluss habe. Da sind ich schon ein bisschen über Zeit. Wir haben zu spät angefangen, nur wenn nicht Menge Schuld. So, voilà. Ich will euch einen ganz guten Tag wünschen, und da gehen wir heim mit ganz viel abgetankter Energie von dem Tag von Haut. Und wir genießen den Morgen, und merci alle guten Einkehr, dass ihr da seid. Lützeburg ist ein Land voller Chancen. Ein Land mit Menschen, die aufpacken, die Verantwortung überholen, die noch viel gucken. Mit den Herausforderungen sind groß. Krisen und Unsicherheiten prägen als Welt.
Gradlo braucht das Land Orientierung an Stabilität. Samt der Generationen steht CSV für genau diesen Ausspruch. Eine starke Volkspartei, die am Land verwurzelt, am No bei den Leuten. Eis stärkt sind als Väter, als Überzeugungen, als Zusammenhalt. Am ganzen Land engagieren sich Frauen und Männer aus allen Lebensbereichen für als Partei. Sie wird auf lokalem oder nationalem Niveau, als Sympathisant am Member, als Gemengerot a Bürgermeister, als Deputierter Minister bis hin zum Premierminister. Sie all überholen Verantwortung und gestalten die Zukunft von unserem Land mit. Couragiert, responsabel für Lützeburg. Lieve Member von der großen CSV-Familie, lieve Ehre Staatsminister Jean-Claude, merci, dass du da bist. Lieve alle Guten, ich bin die Großfried, der größte Parteikongress am Land als Parteipräsident abzumachen. Wir haben nicht nur 10.000 Member, wir haben die meisten Deputierten, wir haben die meisten Bürgermeister, wir haben so vieles im Land, und das verpflichtet uns zu ganz viel. Und wir freuen uns auf den Kongress heute. Der Morgen, und dass das gut über die Bühne geht, wollte ich euch fragen, ob ihr d'accord seid mit der Kongressordnung, die als mit den Kongressdokumenten auf unserem Site disponibel. Ich meine nicht, dass ihr das morgen alles gelesen habt, aber vertraut uns. Ich gehe da so, wenn ihr damit d'accord seid, dann direkt das just entweder der Hand hier oder ein klappt, dann immer der dann der bonne et due Form approviert. Weil am Anfang ist der Zeit ein großes Familienfest, wo wir Politik diskutieren. Man muss ja aber auch an der richtigen Ordnung auflaufen. Und dafür braucht man natürlich auch ein Kongressbüro, das alles gemäß der Regeln geht. Wenn man auch Wahlen hat, das muss also alles ordentlich kontrolliert gehen. Und dafür wollte ich als Parteipräsident am Namen vom Nationalkomitee folgenden Kongressbüro proposieren. Als Kongresspräsident den Jeff Bohnen, das klingt, Chef, wie wenn die Leute mit d'accord wären mit der Proposition. Dann wollte ich aus den anderen Bezirken die anderen Member proposieren, als Kongresssekretärin aus dem Zentrum Martin Gruber. Aus dem Osten Solange Dumont-Binsfeld. Und aus dem Süden Joan Büchert an den Felix Thiel, weil wir mussten da 5 am ganzen Hause steht, dann als Regeln. Super, merci dafür. Ich meine, da hätten wir eine ganz kompetente Equipe für aus diesem Kongress zu feiern. Wie das, wie ich gesagt habe, auch Wahlen sind, proposieren wir dem Kongress, ich also Lynn Frank, als Präsidentin vom Wahlbüro. An dem Lynn helfen natürlich noch ganz viel fleißig Membern, eng 20 Vertreter aus den Bezirken an der Fraktion, für das die das Auszählen auch gut, richtig und zügig kann über die Bühne noch hinluschern. Einen großen Merci. Und lo als meine Rolle für den Moment fertig. Ich komme da warum. Und ich übergebe dann das Wort dem Kongresspräsidenten, dem Chef, an dem Martin. All Gutes. Merci. Merci Luc. Wir überholen die Aufgabe mit viel Frieden. Schöne gute Morgen, alle Guten, auch von meiner Seite. Am Namen vom ganzen Kongressbüro sage ich merci für Ihr Vertrauen. Wir werden nicht morgen probieren, so gut wie möglich durch das Programm zu feiern, und dass das so soll auflaufen, wie wir uns das vorstellen.
Als Präsident von einem Kongress von der Steuer ein paar Wörter dürfen nicht zu richten, und erlaubt man, dass ich das von heim mache, ehe ich mich dann an meine Rolle vom Moderateur ein bisschen wie zurückziehen und von der Seite alles nur gucken. Wenn ich in den Saal gucken, da sehe ich eine stark vereinte Equipe. Alle Stil sind gefüllt und ich bin wirklich froh, dass so viele Leute morgen auf Ettelbrück gekommen sind. Das ist keine Selbstverständlichkeit, wenn man wieder dabei gucken, Jean-Paul hat gesagt, früher fängt an. Ich meine, jeder hat auch so etwas heute zu machen gehabt und dafür sind wir natürlich immens froh und dafür mal schon eine große Merci. Ein großes Merci auf dieser Platz geht direkt um die Ettelbricker Sektion und der Leitung vom Oetme Juncker. Sie haben dafür gesorgt, dass wir es direkt wohlgefühlt haben, mit einem Kaffee, mit einem Croissant. Ich meine, das ist wichtig, dass wir den Kongress an einer guten Atmosphäre aufhängen. Merci, die Ettelbricker Sektion. Liebe Freunde, wenn ich darüber nachdenke, wer das heute beschäftigt und noch sorgen möchte, da komme ich nicht längst die internationale Situation, an der wir uns aktuell befinden. Wir leben an einer Zeit, wo die Welt mehr unberechenbar ist, an der die Krisen sich multiplizieren und die Unsicherheit mehr präsent ist, auch bei uns. Viele Leute machen sich Sorgen um ihre Zukunft, um ihre Arbeit, um ihre Lebenskosten, aber auch um ihre Kinder. Und Jean-Paul hat es schon gesagt, für junge Leute aus dem 5. Schuljahr von Sicherheit oder Unsicherheit schwätzen, manchmal muss man das sagen. An so einer Zeit ist es entscheidend, dass wir als Gesellschaft nicht driften, mit dass wir zusammenhalten, uns kümmern und uns Solidarität weisen. Nicht als eitel Versprechen, sondern als konkrete Haltung, die sich an unseren Decisionen, an unserer Politik rümpfen. Ich sehe das konkret bei den Energiepreisen, die viele Leute am Alltag belasten. Hochpreise für Petrol sind eine reelle Sorge für die Familien, besonders da, wo das Auto noch immer unersetzbar ist. Und auch für uns Betriebe. Den Energiemarkt ist volatil gehen, mehr unberechenbar, und das verlangt nur einer klarer, ruhiger und responsabler Politik. Und dafür haben wir präventiv gehandelt, nicht ideologisch, mehr pragmatisch. Mit gezielten Hilfen, da wo sie gebraucht gehen. Mit einer Erhöhung von der Energieprämie, mit einer Beihilfe auf die Stromnetzkosten für Betriebe, und vor allem auch mit einem klaren Fokus auf die erneuerbaren Energien für das Land und als Europa mehr unabhängig zu machen. Als CSV analysieren wir die Situation permanent, wir haben vieles darüber geschwärzt, und wir werden reagieren, falls nötig, zusammen mit den Sozialpartnern, weil für uns als klar Solidarität heißt, dass kein allein gelöst wird. Liebe Freunde, wir sind an der Mitte von der Legislaturperiode angekommen. Das ist im Moment für zurückzugucken, für Bilanz zu ziehen, aber das ist im Moment für noch vier zu gucken und die richtigen Decisionen für die Zukunft zu holen. Das ist ein Wahlkongress heute. Wir stellen Weichen für die nächsten 3 Jahre. Für die Politik heute zu Lützeburg, aber auch für uns als Partei stellen wir uns auf für die 3 Wahlen, die ab 2021 stattfinden. Also das ist gut, dass wir das heute zu Ettelbrück machen. Heute, wo wir genau für 3 Jahre ein neuer Weg angeschlagen, ein Weg aus der Opposition, zurück an Verantwortung mit unserem damaligen Spitzenkandidat Luc Frieden und heute Premier Luc Frieden. Das war ein Moment von Zusammenhalt, von Vertrauen und Stärke von unserer Partei. Bei den Kongressen, an den Bezirken, an den Basisorganisationen hat genau den Geist die letzte Woche gespürt. Wir sind eine Volkspartei. Und das ist nicht nur ein Begriff, sondern das ist eine Realität, die in hier am Saal gesagt. Jung, Männer jung, Leute aus den verschiedensten Berufen, Lebenssituationen, vom Handwerker bei den Beamten, vom Bauer bei den Bankier. Das ist breit von unserer Gesellschaft und das uns stärkt. Die Volkspartei hat doch Verantwortung zu überholen. Couragiert vorzugehen, eine Lösung zu finden, an der Mitte von der Gesellschaft die Leute zusammenbringen und als Zukunft aufsichern. Und dabei orientieren wir uns an unsere christlich-sozialen Werte, die uns die Richtung gehen und die uns dazu verpflichten, den zu unterstützen, den es wirklich braucht, und das große Ganze am Blick zu behalten. Erlaubt mir als Partei mit einem Gedriff von einem Auto, von einem Traktor zu vergleichen, an dem all Zahnrad seine Rolle spielt und an dem nichts funktioniert, wenn ein Draht nicht mitmacht. Die Regierung, als Fraktion, Parteizentrale, Bezirke, Basisorganisationen an all Sektionen mit ihren Membern, das sind Zahnräder, die an den Nähe greifen. Und sicherstellen, dass wir als CSV als Land noch hier bringen. Merci und euch alle gut.
Leifren, wann die Welt mir unsicher gëtt, Krisen sich multiplizieren an die Leute sich Sturge machen, dann ist es genau der Moment, wo wir müssen weisen, dass wir zusammenhalten und couragiert nur vier gucken. Das ist Verantwortung, das Eis stärkt und das ist auch das, was wir als CSV weisen müssen, hier am Land und in Europa. Weil am Kern geht es um Solidarität, eine Solidarität, die Halt gibt an einer unsicheren Welt, eine Solidarität, die Vertrauen schafft, und eine Solidarität, die es zusammen auf vier bringt. Ich so nicht merci. Und da kommen wir bei den Auflauf von unserem Kongress. Und der fängt nicht dummer an, für euch zu erklären, dass den Ordre du Jour leicht geändert wird. Den neuen Ordre du Jour, der fand an dem der QR-Code op ihrer Stimmkarte scannt, sind immer leicht Veränderungen, Plätze, wo die Leute schwätzen, sind aber genau dieselben Punkte im Ordre du Jour. Dann habe ich schon heißgehalten, also Stimmkarte. Die Stimmkarte wird man heute für 2 Punkte brauchen. Einmal für die Stimme vom Aktivitätsrapport und dann auch einmal für die Stimmen vom Finanzbericht. Dann hat die Möglichkeit, eine Wortmeldung aufzugehen hier bei uns. Die können auch sicher kommen, die geht da schriftlich ran, bis zum Moment, wo die Käserevisor ihre Bilanz machen. Die Redner rufen ich dann einen noch anderen ab, an die 102 Minuten für hier Wortmeldung zu gehen. Und dann hat die Parteileitung, der Nationalkomitee, die Möglichkeit zu reagieren. Voilà, wenn das so für euch an der Reihe ist, den neuen Ordre du Jour und noch die Regeln, die Luc hat es auch schon kurz angedeutet, da gibt man aufhängen, ich gebe mir erlauben, am Anfang vom Kongress all den Membern zu gedenken, die als letztes Jahr für immer verloren haben. Speziell will ich an den Marcel Gläsner denken, den 20 Jahre für CSV-Deputierten an der Chambre war. Ein anderer großer Politiker, den als das Jahr verloren hat, ist der Lucien Weiler. Der Lucien war deputierter Fraktionspräsident und Chamberspräsident. Der Lucien hat sich mit viel Engagement und Vorbild angesagt für das Land und für seine Leute. Wir haben ihnen 2 viel zu verdanken. Los euch, wenn ich schläft, alle Götten abstehen und ihnen gedenken. Vielmals merci. So nicht merci. Kommen wir dann zu unserem ersten Punkt, administrative Punkt, das wird der Rapport von unserer Generalsekretärin, das François Kemp an den Alex Donnersbach. Franzi und Alex, der muss sich ganz klar um als Partei kümmern, der sitzt präsent im Terrain. Ich gebe euch das Wort gehen, für Ihren Rapport zu machen. Liebe Kollegen, das letzte Jahr war für uns als CSV ein Jahr von intensiver Arbeit. Wir haben nicht mehr diskutiert, wir haben konkret geschafft. Wir haben nur gelauscht, wir haben analysiert und wir haben gehandelt. Aber in unseren Arbeitsgruppen, an der CSV-Akademie oder im direkten Dialog mit den Bürgern. Immer mit einem klaren Ziel. Ein stark, modern und couragierter CSV. Ein wichtiger Pilier davon war die CSV-Akademie. Sie ist nächst auf voller Tour gelaufen, mit vielen Formationen zu Themen, die als Zukunft bestimmen. Künstliche Intelligenz, Social Media, NATO, Rhetorik und Energie. Das weiß ganz klar, dass wir als Partei nicht auf der Platz trippeln. Dass wir aktiv an Kompetenzen von unseren Membern investieren, weil eine starke Partei basiert auf starken Membern. Und das wollen wir unterstützen. Ich will dafür auf dieser Platz ein ganz großes Merci sagen und all die sich an der CSV-Akademie engagiert haben. Sie wird als Organisateur, als Referent oder als Partizipant. Ehrenersatz ist nicht selbstverständlich und trägt ganz konkret dazu bei, dass unsere Partei sich weiterentwickelt. Ein besonderes Merci geht auch an die Konrad-Adenauer-Stiftung.
die uns bei diesen Formationen unterstützt hat und die auch heute am Saal vertreten sind. Arbeit, Engagement sind für uns von großem Wert. Danke, dass ihr da seid und danke für die gute Zusammenarbeit mit der Konrad-Adenauer-Stiftung. Neben der Akademie haben wir auch eine Arbeitsgruppe lanciert, wir diskutiert, analysiert und neue Ideen entwickelt. Das Arbeit ist wichtig, weil gute Politik entsteht nicht durch Zufall, sondern durch Austausch, durch Engagement und durch Überzeugungen. Die wird heute noch ein bisschen mehr davon erhören. Liebe Kollegen, eine von unseren zentralen Prioritäten an den letzten Monaten war ohne Zweifel Thema Sicherheit. Und das ein ganz breiter Sinn. Mit unserer Kampagne haben wir ganz bewusst gewesen, für was wir als TSV stehen. Verantwortung überholen, konkrete Lösungen proposieren und nicht warten, bis Probleme noch mehr groß gehen. Das gilt ganz besonders beim Thema der Pensionen. Mit unserer Kampagne Pension als Sicherheit, als Priorität, haben wir klar gemacht, dass wir nicht dann so machen für die Realität. Zahlen sind klar. Ohne Reform gehen die Reserven vom System noch aufgebaut. Und dafür haben wir dezidiert, zu handeln, verantwortungsvoll und equilibriert. Allgemein ist es wichtig, dass das System sich die verschiedenen Lebenssituationen anpassen kann. Das Reform weiß ganz klar, wie wir Politik machen. Mit Verantwortung und mit dem Sinn für Gerechtigkeit. Mit unserer Kampagne Sicherheit als Priorität haben wir auch ganz konkret Maßnahmen für Sicherheit am Alltag hingewiesen, die wir am Platz gesetzt haben. In den letzten 2 Jahren haben wir den Police Corps konsequent gestärkt, mit mehr Rekrutementen und einem deutlich mehr großen Effektiv. Das bedeutet mehr Präsenz im Terrain und eine Police, die nur bei den Leuten ist. Mit neuen Strukturen wie der Unité de la Police lokal und mit modernen Equipement bringen wir die Police dahin, wo sie hingehört, an den Alltag der Bürger. Gelieft aber nicht, dass Sicherheit nicht mehr eine Frage von der Polizei ist. Es geht auch um eine starke Justiz. Dafür investieren wir an zusätzliches Personal und an modernen Mitteln, für das auch schwere Kriminalität konsequent verfolgt werden. Und noch bei schweren Straftaten, wenn wir klare Zeichen setzen, heute darf es kein Automatismus gehen, mehr eine konsequent auf Verantwortung, Rechtsprechung. Pension als Priorität, Sicherheit als Priorität. Das ist nicht nur eine Kampagne, das ist ein klares politisches Engagement von der CSV. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich habe diese Funktion immer mit viel Engagement und Überzeugung ausgeübt. Und ich bin immens dankbar für das Vertrauen, das ihr mir in dieser Zeit geschenkt habt. Es waren immens intensive Jahre, mir auch Jahre, die mich stark geprägt haben und die ich nicht vermissen will. Ich will auf dieser Platz ein ganz großes Merci dem Luc und dem Alex sagen für die exzellente Zusammenarbeit. Es war mir ein großes Ehre, mit dir zusammen zu schaffen und diese Verantwortung zu überholen. Auch wenn diese Funktion noch nicht weitermachen, bleibt mein Engagement für CSV ungebracht. Ich bleibe aktiv an der Exekutiv und überhole eine neue Aufgabe als Präsidentin vom Bezirk Süden. Das ist eine Aufgabe, die mir ganz um Herz leid, weil sie mit Möglichkeit gibt, konkret Terrain zu sehen. Ich freue mich darauf, diese Verantwortung mit viel Energie und Elan zu überholen. Neben den Kampagnen haben wir auch Nationalräte aufgehalten. Wir hatten die zuständigen Gremien intensiv über Pensionsreform diskutieren gelassen und hatte noch einen zweiten Nationalrat, der war im September, über die Zentralfrage zu diskutieren, die Frage vom Avortement und Verfassung dran zu schreiben. Das war eine ganz wichtige, eine ganz sensible Diskussion, mit viel Respekt und Offenheit aus der gefordert gehen. Es war eine gute Diskussion und er hat nicht nur politische Argumente ausgetauscht gesehen, mir auch viel interessant und persönliche Statements gemacht gesehen. Neben der Frage vom Avortement wird auch auf die geplante Steuerreform diskutiert. Bei dieser Steuerreform, die zusammen mit dem Finanzminister Gilles Roth vorbereitet wird, geht es uns als CSV ganz klar darum,
die Leute, Betrieber konkret zu entlasten und Steuerreform mehr gerecht zu gestalten. An einer Zeit, an der viel steht, in der städtischen Kaste Leuten, aus Verantwortung für dafür zu sorgen, dass die Leute mehr von ihrem Einkommen haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir leben in einer Zeit, die von großen Herausforderungen geprägt ist. Die Welt rundherum uns verändert sich sehr. Und die Unsicherheit holen zu. Gleichzeitig sind die Erwartungen der Leute und Politik immer mehr groß. Wir sind fest davon überzeugt, dass wir als TSV alle Voraussetzungen haben, für diese Herausforderungen zu meistern. Wenn wir zusammenstehen, wenn wir Verantwortung überholen, und wenn wir Courage haben, für die richtigen Decisionen zu treffen. Und das ist genau das, was das ausmacht. Wir wollen nicht einfach reagieren, wir wollen nicht vorgehen. Wir wollen nicht einfach verwalten, wir gestalten. Oder wie der Slogan von unserem Nationalkongress auf den Punkt bringt, couragiert, responsabel für Lützeburg. Ich sage nicht vielmals merci. Liebe Freunde, liebe Kollegen, ich will heute am Anfang direkt aufhängen mit einem Merci. Merci und François für die letzten 2 Jahre als Co-Generalsekretärin. Nun an der Zeit gut, vertrauensvoll zusammen geschafft. Wir haben für die erste Europakampagne direkt ein bisschen an Kaltwasser gehalten gehen. Die noch Akademie, Arbeitsgruppen, Sektionen, Bezirke, es war immer genug Arbeit. Und auch von François Loh neue Responsabilitäten als Präsidentin vom Südbezirk hat, sind ich froh, dass wir hier an der Exekutiv weiter ganz eng zusammen schaffen können. Und ich will einfach auf dieser Platz großen Merci und François auch vielleicht auch einen großen Applaus und hat. Liebe Kollegen, es sind 14 Jahre Member an der CSV und das bald op dem Mode. Mein Willkommensbrief damals unterschrieben von einem gewissen Laurent Zeimat, damalige Generalsekretär, heute Fraktionspräsident, just mit enger Bemerkung dabei, endlich. Ich war mir damals an Haut noch nicht sicher, ob gemerkt hat, gut, dass du endlich dabei bist oder gut, dass du schon nicht mehr mich bemühen, für dich dabei zu kriegen. Ich war aber ein bisschen geschmeichelt. Und ich habe mich auch dir noch Druck gehen, für mich anzubringen. Ich bin noch seitdem engagiert bei der Jungen Partei an meiner Lokalsektion. Und ich will auf dieser Platz auch meiner Lokalsektion ein Merci sagen. Und ich meine das auch, wenn der Generalsekretär als von den wichtigen Plätzen, wo ihn aufhängt, weil das da, wenn ein neuer Member geht bei uns in der Partei, wo ihn die ersten Erfahrungen möchte. Aber wenn die gut, oder respektive wenn die schlecht ist, dann geht das Engagement weiter oder auch nicht weiter. Und da wenigstens tun Sektionen bei uns in der Partei einen essentiellen Platz für auch neue Members zu kadrieren. Und wir sind da für ihnen zu helfen. Aber ich will auf dieser Platz auch meiner Wahlfahrsektion einfach ein Merci sagen, weil bei mir war ein guter Accueil, ein gutes Encadrement und da sind ich auch nach Hause. Merci Wahlfahr. Aber das ist natürlich der menschliche Punkt, den zählt, wenn eine Partei antritt, aber das ist natürlich auch den inhaltlichen, den zählt. Aber für mich war immer klar, wie weit ich an CSV rangekommen bin. CSV ist die einzige Volkspartei zu Lützeburg, die versucht, das zusammenzubringen, was in unserer Gesellschaft zusammengehört. Wir sind eine Partei, die den Menschen in den Mittelpunkt stellt. Eine Partei, die Dreck baut zwischen einerseits einer kompetitiven Wirtschaft und auf der anderen Seite einen gerechten, starken Sozialstaat. Eine Partei, die auch Mut denkt und nicht nur an Haut. Die auch Klimapolitik denkt und Durchsetzung von unseren Sozialsystemen. Wir sind auch eine Partei von der Eigenverantwortung. Nicht alles muss vom Staat gemacht gehen. Ein starker Staat ist wichtig, aber eine starke Gesellschaft ist mehr wichtig. Und das, was mich immer besonders in der CSV angezogen hat, ist auch als konsequent pro-europäische Position. Wir sind eine Partei, die Geschichte von diesem Land nicht vergessen hat, aber sie aktiv mitgeschrieben hat. Aber besonders auch europäischen Plan. Und da, liebe Kollegen, da darf man uns auch nicht Futti machen lassen. Nicht von Russland, nicht von Amerika und auch nicht von den rechtsextremen Kräften in Europa.
Gerade du weinst, will ich ganz klar sagen, es ist nicht akzeptabel, wenn Einzelmandatären am Matarbeiter an der EVP am Europaparlament gemeinsam sagen, mit genau den rechtsextreme Kräfte machen, die alltag darauf schaffen, Europa zu schwächen, Europa futti zu machen. Das ist nicht als Lin, das ist nicht als Überzeugung und das wird auch nicht ohne Antwort bleiben. Apropos Briefe, a Post. Eine wichtige Institution in unserer Gesellschaft sind der Nachkriegszeit sind als Gewerkschaften. Wir brauchen sie. Sie haben eine immens wichtige Rolle an der Gesellschaft zu spielen. Meine lieben Kollegen, wenn ich gesehen, dass bei allen Sujets, die am Debat publik direkt ein Brief und eine Premier geht, mit einer urgenter Demande für sich zu treffen, da stelle ich mir aber froh, als das nach Sozialdialog. Ich will da wenigstens als dem Arbeitsminister merci sagen, der gestern ein klar, eine ruhige Antwort gegeben hat. Das ist nicht dezidiert mit der Erhöhung vom Mindestlohn. Aber natürlich ist es normal, dass eine politische Partei intern auch über so Sujets schwätzt, wie eine substanzielle Erhöhung vom Mindestlohn. Weil wir wissen nicht, ob der einen Seite die Lebenskosten heute in Lützeburg sind hoch, auch besonders beim Logement. Und nicht jeder mit einem Mindestlohn kann an Fund zu Lützeburg sehr eine Wohnung. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass wir viele kleine, mittelgroße Betriebe haben, die um ihre Existenz kämpfen, an einer wirtschaftlichen Lage, die alles anders wie einfach ist. Und da gibt es keine einfache Decision. An der CSV muss man gucken, wie man die verschiedenen legitimen Interessen bei ihr bringen, balanciert kriegen. Und genau das möchte für mich als Partei aus, dass man den Equiliber immer sicher gehen. Weil wir als Membres aus vielen verschiedenen Milieus kommen. Ich meine, der Chef hat es gesagt. Wir gehen vom Handwerker über den Banker, wir gehen bei den Beamten, bis bei den Bauern. Jeder hat einen Platz an dieser Partei. Und ja, wir haben an dieser Partei Leute mit mehr konservativer Seite, mit einer mehr liberaler Seite, und die an einem sozialen Felix sind. Und das ist auch gut so, weil genau das uns stärkt. Weil etwas, was das klar von den anderen Parteien unterscheidet, ganz besonders für die rechtsextremen Kräfte, wir stehen nicht nur gegen Sachen, wir stehen für Sachen. Wir dürfen uns nicht an erster Linie durch Aufgrenzung, sondern durch Überzeugungen. Und das tun wir heute auch mit diesem Kongressmotto von der A4 geholfen. Courage, Responsabilität für Lützeburg. Courage, das heißt, wir packen die Dossier nun, die nicht einfach sind, auch wenn es Widerstand gibt, auch wenn es nicht populär ist. Reformen wie Pensionsreform, Trends jetzt gerade angeschwart, Arbeitsmarkt, das sind kein einfaches Thema. Und sie sind sicher nicht die Themen, die als direkten Preis für die Bläspartei des Jahr brüst tun. Wir machen nicht, weil wir überzeugt sind, weil wir überzeugt sind, dass das richtig ist für unser Land. Und es ist doch ganz ehrlich, das ist auch nicht immer einfach, als Partei, die sozial Gleichgewicht steht, hier die richtige Balance zu finden. Wir dürfen unsere Courage aber nicht verlieren. Wir müssen das Jahr, das nächste Jahr und auch die noch weiterführen mit den Reformen, die Lützeburg bereit für die Zukunft machen. Aber wir müssen noch die Courage haben, neue Ideen zu denken und nicht nur das zu verteidigen, was wir kennen. Das ist Zustimmung. Und dann kommen wir zur Responsabilität. Gerade in diesen Zeiten, das ungeschwärzt sind, geopolitisch ganz anstrengende Zeiten, das heißt auch Decisionen treffen, die über den Tellerrand rausgehen. Ja, das heißt mehr an Défense investieren, mehr an Resilienz, weil so ist es ohne Sicherheit keine Freiheit. Wir stehen noch für Lützeburg und das ist, was bei der CSV immer als besonders stärkt gesehen haben. Wir sind tief an der Gesellschaft verankert, nur bei den Leuten, nur bei den Sorgen, nur bei diesen Sorgen vom Alltag. Und ich meine auch der Fakt, dass wir als Partei ein großes Netzwerk aus Sektionen haben, die überall am Land sind, erlaubt uns, genau die Balls regelmäßig zu füllen. Und unter 2 Jahren drohen wir Regierungsverantwortung. Auch das als Responsabilität für Lützeburg. Aber ich muss auch viel umgesagt. Ich gehe nicht auf alles an. Wir nehmen wieder ein paar kurz nennen. Kaufkraft erhöht. Wir müssen Mesuren gehen, für die Leute sicher zu machen. Mesuren für Misere zu bauen, Misere für zu kommen, bei Wohnungen, bei Infrastruktur. Aber wir machen noch Sachen für die Familien. Da werden nach konkret Verbesserungen kommen.
Liebe Kollegen, wir brauchen uns für unserem eigenen Bilan nicht zu verstoppen. Wir dürfen es natürlich auch nicht, da man da zufrieden gehen. Weil die Ambition geht nicht weit. Wir wollen noch mehr für Lützburg erreichen. Wir wollen das mit Courage und mit Verantwortung machen. Ich habe gesagt, wir sind an der Halbzeit von der Legislaturperiode. Das ist ein wichtiger Moment, für Bilanz zu ziehen, was haben wir bislang erreicht, mehr Woche für noch 4 zu gucken. Und als Aufmerksamkeit geht natürlich auch schon auf die nächste große Échéance. 2028, 2029 sind 2 Wahljahre. Und als Generalsekretär ist es wichtig, dass wir hier klare Prioritäten setzen. Wir müssen die Partei strukturell stärken. Ich denke, ich schon am Anfang gesagt, als Sektionen. Es ist wichtig, dass wir hier gucken, Formationen anbieten, dass wir genau, wie ich da in meinem Fall auch war, einen guten Erfolg von neuen Membern können assurieren. Genau das wollen wir unterstützen, fördern. Und Bezirke haben natürlich auch eine wichtige Rolle, weil da könnte die Information zusammen. Da geht die Koordination von unserer Partei. Alles das muss man mit an Fraktion und an die Regierung holen. Und da ist natürlich als Basisorgane und als Basisorganisationen, die auch eine wichtige Rolle spielen. Liebe Kollegen, eine Partei, die gut organisiert ist, ist eine Partei, die auch politisch mehr stark ist. Und schon wieder gesagt, an diesen Zeiten braucht man nicht nur eine gute Organisation, wir brauchen noch couragierte, klare Ideen. Und da wird eng von den anderen Prioritäten am nächsten Jahr sein, als inhaltlich weiterzuentwickeln. Wie ich 2012 der CSV beigetreten sind, kurz nach dem Höchstpunkt von der Eurokrise, hatte ich das Gefühl, dass Politik vor allem Wirtschaftspolitik ist. Und ich habe mir damals gesagt, ich habe ein bisschen nicht nostalgisch, weil ich schon nicht mehr erlebt, aber ich habe gedacht, wir schätzen mehr Geopolitik. Aber so sehr können sich Sachen ändern, Geopolitik ist zurück, und zwar mit voller Kraft, dass sie zurück. Nicht zum Guten, muss ich leider sagen, wir sind einfach im Do. Und das ändert natürlich viel. Es ändert, wie wir über Sicherheit nachdenken, es ändert, wie wir Wirtschaft nachdenken, über das Sozialmodell. Und eine zentrale Frage, wie garantieren wir die Sicherheit an einer Welt, wo wir nicht mehr automatisch davon ausgehen, dass andere uns schützen? Was heißt das für Europa? Was heißt das für Lützeburg? Die Frage muss man uns stellen, sie kein klar, kein einfach antworten, aber genau da muss man sich stellen. Und da werden wir in den nächsten 2 Jahren zusammenkommen als Partei, Forumen organisieren, zusammen mit ihr, für genau die Fragen en vue von 2021 zu thematisieren, auf die wir mit einem starken Programm und mit starken Antworten auf das Zeit können antreten gehen. Liebe Kollegen, wir müssen CSV weiterentwickeln. Eine Partei ist stark, wenn sie sich mit der Zeit bewegt, ohne hier Werte zu verlieren. Und ich will klar sagen, dass nächstes Jahr wird man genau diese Entwicklung weiter treiben. Zusammenhalt als Grundlage von dem er folgt. Der Chef hat das auch schon gesagt, wir waren vor 3 Jahren hier, wo wir unseren damaligen Spitzkandidat, Haut Premierminister Luc Frieden, hier nominiert haben. Aber wir haben am Luc Frieden einen starken Leader, den als Partei an unserem Land Orientierung gibt. Und wir haben Mandatieren auf europäischem, nationalem und lokalem Niveau, die all das dafür sorgen, dass das Partei an der Mitte von der Gesellschaft verankert bleibt. Liebe Kollegen, ich kandidiere noch heute für die Wiederwahl als Generalsekretär, weil ich überzeugt bin, dass wir guten Weg sind, aber noch nicht Ziel. Ich will diese Arbeit weiterführen, Partei strukturell stärken, als Inhalte vertiefen und das zusammen mit den Sektionen, mit den Bezirken, mit den Basisorganisationen, zusammen mit den Kollegen an der Fraktion. Und ich hoffe, dass wir das zusammen hinkriegen, weil allein kriegen wir das schon nicht hin. So nicht nur, wenn es alle gut hier im Raum ein grosses Merci für das Engagement, den der alltag gibt, an ihre verschiedenen Rollen. Und ich so merci für ihr Engagement, ihr Überzeugungen und ihr Vertrauen. Zusammen gehen wir diesen Weg noch 4. So nicht merci. Ich so nicht merci, liebe Franzi, liebe Alex, auch nein, merci den Franzi für sein Engagement die letzten 2 Jahre. Den neuen Challenge, du kannst an die Equipe von den Bezirkspräsidenten, ich kann da versprechen, auch da ist eine flotte Equipe.
Hier nach enker mat engem Gedrift zu vergleichen, he sind die Zahnräder, die nicht gerade so gut rutschen, an do spielen Generalsekretären en groß Rolle, da müssen sie mal ein bisschen nördlich do kommen, wo da ein bisschen hängt, für zu sorgen, dass als Partei aber überall gut funktioniert. Lohnt dann die Großfried den nächsten Redner vorzustellen oder auf Bühne zu rufen, das ist ein Tresorier, den Thierry Schumann. Auch den Thierry bringt es immer fertig, für uns die schwer Zölen oder die midrischen Zölen, mit einer gewissen Lichtigkeit, mit einer gewissen Lichtigkeit vorzudrohen. Thierry, ich gebe dir heute Mikro, für uns den Bericht zu machen von 2025 und auch das Budget für 2026. Merci, Chef. Für unser Herr Diplomatie ausgedeelt werden, hätte ich nicht die 2 Hände an der Luft. Ich bin aber auch an meinem Alter noch lernfähig und ich habe gemerkt, dass für gut gewählt zu gehen, muss ich nicht necessariamente gut oder diplomatisch sein, mit sympathisch rüberkommen. Und dafür stelle ich mein kleines Mippchen für. So. Ein heißt Semester. So. Aber wie gesagt, ich habe nur doch Tritt von Haut geschrieben, dafür, wenn das gut fand, dann, wenn das gut fand, oder mir merci, wenn das nicht gut fand, dann hast du hier, der kleine Semester. So. Wie gesagt, im Moment, auf den alle Guten immer wert, all der Rest, das immer bekannt wird, gezählt wird, sind die einzigen Sachen, die mit Überraschung kommen. Für die, die es nicht aushalen, die können aber der Tisch auch auf die Toilette gehen. Ich meine, hier an der Herr Jean-Paul muss ihn sich nicht überlegen, weil den haut das. Heißt das nach getrennt jungen Mädchen. Die können aber auch, wenn du den nächsten hältst, die können aber auch ihre schwere Mama rufen, die seit Christoph Werther nicht bei hier meldet. Die können aber auch von der Welt aufhängen, ich ein bisschen auszurasten, weil heute aber Friede Muren nur gefangen, die sind frei abgestanden sind, dass die kommen aus dem Süden und das ist weit. Ja, den Norden hast du hier mit dem Süden, Jean-Claude, das ist den tiefen Süden, das geht weiter auf. Laurent, also, wie gesagt, wenn der Lot nicht zu den 3 Gruppen gehört, dann passt es gut auf, weil du kennt es. Fängt man für die erste an, man konnte Perte et Profit für 2025. Ja, fängt man mit einer guten Novelle an. Cour des Comptes guckt uns alle an und hat aber das Jahr eine Visite sur Site. Eine Visite sur Site heißt, dass sie wirklich zu feiern debarkieren an den ganzen Tag durch all mögliche Sachen gucken. Das ist einfach gut gegangen im Vergleich zu weit anderer hun. Par contre aber hun sei gefrot paar Sachen ein bisschen mehr zu detaillieren. Dafür wird der Log gesehen, dass der Compte per des Profit ein bisschen ähnlich, das wird ausgesehen, hat eine pure Reihe mehr dran. Das bin ich Beispiel. An der Zeit hatten wir Posten Manifestation allmählich Friede Kommunikation zu summen, an die war netto. Das heißt, wenn die Partei etwas bezahlt wird, an die Fraktion, der ein Teil bezahlt wird, weil das hier ein Teil war, dann haben wir einfach netto gemerkt. Wir müssen nicht brutto machen, das heißt, wir müssen nur so, wir müssen 100 ausgehen, auf 50 rumkriegen, und nicht einfach 150 ausgehen. Dafür wird gesehen, dass par rapport zum Budget, den wir für das Jahr abgestaltet hatten, eigentlich für das Jahr abgestaltet hatten, ein paar Zöllen mit groß sind, aber ein paar Zöllen auf der anderen Seite abtauchen. Aber das Resultat ist auf jeden Fall zufriedenstellend. Wir müssen noch Amortissement machen ab von diesem Jahr und da sie kein Stoßdämpfer, aber das ist einfach Tatsache, dass die Sache mit der Zeit aufschreibt, wenn sie kennt einen gewissen Wert tun. Und dafür wird gesehen, dass auch der Bilan nicht von 25, sondern von 26 ganz leicht ernst wird ausgesehen. Können wir de per des Profit gucken? So. Wie immer, if you can't convince them, confuse them. Was hatten wir vorgesehen? Die Kotisation von Nadéran als ein bisschen raufgegangen, da muss man drauf schaffen. Wir haben aber eine Zahl von Membern,
die nicht so spektakulär klimmt, wie wir das eigentlich vorstellen. Kontribution des Mandataires als Robgängen, Donation leg als mit klein gehen für Wert, weil kein Value aber und dann Leute normalerweise auch ein bisschen Manner beilehen oder hier Kotisation abbrennen. Autre Subvention étatique, da gesehen da eng Änderung, denn das einfach guten für 2024 oder 2024 gut man nach klengen größere Congé Politik trägt immer für 2025 viel Mannerkrit, weil eng Person, die bei es schafft, nicht mehr wo ihr mecht rast, dafür geht die Zöl stärker auf. Reset provenant de Manifestation geht stärker op, denn das werde ich für gesucht tun, wenn wir Resette müssen Einzelbuchen an Depensen ernst buchen. Und da kommt paar Sachen, die fallen, die sind das Jahr weggefallen, was Wahlen angeht. Paar Zinsen und dann andere Setten 143 €. Bei den Depensen, Manifestationen 90.000, Friede Kommunikation, da das die Posten als gesplickt gehen, das werde dann nur rumfahren. Finalement, was tun wir nach von wichtigen Sachen, de Loyer, 65.000, einer Chargen 189, Frais du Personal, Personalkosten sind ungefähr ein Drittel von unseren Kosten. Dann haben wir nach 300.000 € Provision pour die Kampagne électorale, das die nächste Wahl ist die 400 die wir müssen die auch finanzieren. Und dafür müssen wir so in der Zeit lehnen. Aber am Resultat dann, dass wir die Jahre aufschließen mit 31.395,41 € Benefis. Da gehören allerdings, weil das einfach nur dem wir 300.000 € auf Zeit gelöscht haben für Provisionen für den nächsten Wahlen. So, ich weiß nicht, ob es dazu noch viel zu sagen gibt. Fahren wir bei den Bilan rüber. Beim Bilan ist das einfach. Am Aktiv gesehen, die geht Graf 300.000 € ab. Das sind die 300.000 €, die wir gerade auf Zeit gesetzt haben für die nächste Wahlkampagne. Dann haben wir an die setzt sich zusammen hauptsächlich aus Suen, die auf einer Bank stehen, an Suen, die Postchecks stehen. Bon. Auf der anderen Seite, was tun wir? Résultat reporté, le résultat de l'exercice, le provision de campagne électorale. Wir haben ein paar Sous, die wir nach schuldig wären, weil wir 5.087, wenn wir nach Rechnungen abstehen hätten, an einer Detten, dazu gehören Sécurité Sociale oder so, weil die immer mit Retard kommen, die wir müssen bezahlen. Und da gesehen, dass wir eine Summe de Bilan haben, die 1.134.724,17 € ausmacht. Den Budget für 2026 sieht eigentlich ziemlich aus wie das, was wir 2025 gemacht haben. Kotisation des Adhérents ging ich mal von 125.000 aus, Kotisation von den Mandataires 305.000 liegt mehr, weil ja ein Indextranche wird kommen. Donation au Leg werden ungefähr durch wo wir das Jahr für drauf wären. Financement public, das sind die Summen, die wir vom Staat kriegen. Das ist auch 2/3 Graf von all unseren Resetten. Das hilft als Partei einfach zu drohen. Für den Rest haben wir eine andere Reset. Das sind normalerweise so, die sieht da ehemalig da, dass sie so, ob die immer werden, die aus der Kontribution von den Mandataires am Staatsrat sollen kommen, wo eine Zeit lang keine Suche kommen sind, und da werden wir drauf, dass die Konto geregelt wird und die verwiesen wird. Frais de Kommunikation 110.000, Annonce Publikation 90.000, das geht um Stecker ab, da beginnt Kommunikation ein bisschen hoch, das ist ein Ausgleich zwischen den zwei. Aide financière Subvention, das wird Bezirke an Basisorganisationen kriegen. Dann haben wir Manifestationen, autre Charge externe, dann sagen wie die Kongress, für uns in Jahr Spat, für uns Sommerfest, all das, Kosten, Personalkosten geht rup, weil wir da ein Projekt drüber haben. Und da wird gesehen, was man nach hun als Fichier Membre durchstungen letztes Jahr 60.000 € dran, der das nicht realisiert, gehen dafür stehen die selbe 60 in der Reinke dran, das also nicht, dass die in der 120 kostet, das ist einfach der Report von 2025 auf das Budget 2026. So, aber wenn man den ganz vorsichtigen Budget dann so anhalen wie in das, dann geben noch das Jahr nach 170.000 € übrig bleiben, die man könnten als Provision-Kampagne elektoral beisetzen. Ich gehe aber davon aus, dass die Beträge ein ganz Stück mehr hoch wert sind, wenn wir die Jahre bis 100 haben. Voilà. Das lädt zu den verschiedenen Zöllen.
dann erlaubt man aber noch ein paar andere Sachen zu sagen. Den doe Grafik weist dich, wo man müssen hinkommen, wenn wir die nächste Wahl für uns haben. Das heißt, wenn am Gielen hat, das, wo wir müssen hinkommen, am der Schwarz, das, wo wir heute sind. Wir sind also gute Weg für die 1,5, 1,6 Millionen, die die nächste Wahlen als Kosten werden, zu summen zu holen. Das heißt, die Gesiedlung N25, als die schwarzen Berge sogar ganz leicht mehr hoch wie die als den ist ein bisschen mehr wie das soll. Das heißt, wir sind gute Weg für Käse zu füllen, für die nächsten Wahlen aber können zu präparieren und zu finanzieren. Gut, wir können den nächsten Slide, wann ich geliefert. Die gesiedet, wenn wir 5 Jahre Wahlen haben, dann Hummer suen, a wann man die suen hunn, dann ass dat weil mir Mandatären hunn, die bezzuelen. Und Mandatären, die hudet fir dro gesinn, die bezzuelen all Joer, wann is all ze Summe rechnen, um gut 350.000 € Amtkees, an da kommen noch nach en Keier vun den Europa-Deputéierten a Kommissären eng Rëtsch suen dabei. Die do kreem rawer nëmmen, wann mir stärk an der Chamber, an der Regierung am Europaparlament sind. Das ist also extrem wichtig, dass mir schon bewusst ist, dass wir für uns gesund Finanzen, für die Suen, die wir brauchen, an uns Wahlen zu finanzieren, wenn wir das hinkriegen, dann ist es, weil wir heute, aber nicht müssen nur bei Lokalsektionen oder so weiter froh gehen, dann ist das, weil wir heute Mandatären haben, weil wir Deputiert haben, weil wir Ministerin haben, weil wir Europadeputiert, Kommissären haben, die bezahlen. Das ist also wichtig, auch finanziell, nicht nur, das ist gut für das Land, aber das ist auch wichtig für meine kleine Tresoriersrolle, dafür zu sorgen, dass wir möglichst viele Mandatären haben, weil die bringen mir hier kleine Beiträge und das macht mich froh. Also ich bezahle noch alle regelmäßig, dafür soll ich Ihnen auch merci. Gut. Ich habe alle merci für das Teil, gebe ich an besonders auch die Lokaltresorieren, die einfach viel Erbicht machen, erlaubt mir etwas zu sagen. Wir sind keine Schrumpfpartei, die hier einen Nationalkongress an einem kleinen Dorfcafé halten kann. Wir haben 10.000 Members, aber bei 10.000 Members gibt es wahrscheinlich 10.000 verschiedene Meinungen. Die sind alle gut respektabel. Wir sind aber auch an einer Regierung, hier sitzen 2 Regierungschefen für Roma, die wissen, regieren, an der Regierung sind das als Schwach machen, das Decisionen holen, das nicht nur alles sammeln, was Leute von Ideen haben, und das als Forderung an den Raum stellen, mit heißt, wie gesagt, Schwach holen, Decisionen holen, Schwach holen heißt, die Mengen oder die Männer allemal müssen etwas zu machen oder zu sagen, was dem nicht so gefällt. Wir haben dann wieder gesagt, wir sind eine Volkspartei, das geht von bis, und da wird immer all Menschen gerecht zu machen. Das geht nicht. Wir haben nur Hautwahlen. Das ist nicht Gelegenheit für Sinn und Zufriedenheit mit irgendeiner Decision Ausdruck zu machen. Wenn dir ein Kehr ein Kudelfleck oben an der Sektion hat, und dass der Parteipräsident das nicht kommt, wenn das sonst kommt, dann ist das nicht der Moment für den Parteipräsidenten zu sagen, die werden nicht du stimmen gegen sich. Versuch nicht der Moment für zu sagen, also wie den Georges Michaud abgehalten hat und nicht dem Luc Ugerufer gesagt, so, ich hatte schon 11 verschiedene Plätze in meinem Leben, ich wäre die richtige nächsten Erbichtsminister. Und er hat mich nicht geholt. Da stimmen nicht auch andere Gegenden. Das ist nicht der Moment. Für was so nicht ich da doch? Weil letzte Woche hat eine andere Partei einen Nationalkongress. Du hast dann die 2 Präsidenten, die mit 90 und 77% von den Stimmen gewählt gehen. Das hat am Land keine bewegt. Ich kann nicht sagen, dass von hier der Luc stell dich nur mal irgendeinen Moment für den Luc, die mit 77% gewählt gehen. Da stehen nur an der Zeitung, der Luc wäre zertrümmert, desavouiert, an die Wüste geschickt, die Partei wäre komplett gesplickt. Das wäre ein Desaster. Wir werden überhaupt noch gegen Premier bleiben. Ich so nicht. Wir sind nicht da für die Opposition durch an der Friede zu machen. Wenn wir
Das jiet verdrängem hai banne geschitt, hai geschéien Decisionen an der Regierung och altmal an der Partei, déi vielleicht net déi sinn, die jitré vun neis gedrohen hat. Fakt das ewer, dat mir viel méi hunn, wer da ze Summe bringt, dat viel Sache sinn erzielt gin, die in ons in Europa gläwen, die katholisch Sozialleier. Et gëtt schrecklich viel Werter, die man ze Summen drohen, a wann man dann lo egent engkeier gemengt hätten, mir misisten lo en kennen Kopiesmaschine käfen, das ewer eng Riko gin. Also muss ich lo hai dagegen stimmen, dat so nicht ich. Iwerledig, wo der Kräizje mät, an dann wees ich, dass het ganz schwer gëtt fir verschiedener. Huet hai mein Numm op de geringen Zierdel geschrieben. Schreift wann schlief net direkt weil Grengers nee. Merci. Merci Thierry. Merci Thierry, mir hunn net gezweifelt, dass da ist der Teilgis interessant firder und du kannst den Semester ruhig he sitzen los, weil ich merken das ganz ruhig. De geheit als de Kongress auf jeden Fall net op Kopfmengen nicht halt. Do war das mal gesagt. Wir sind noch froh, dass man zuelen. Dann heiert bilden dann da votieren. Ich finde auch noch die Großfriedler, Madame Vivian Redingheit zu begrüßen. Jean-Paul hat sich schon begrüßt, die freie Kommissarin als mittlerweile bei uns rauskommt. Moje Vivian. Wenn wir dem Thierry no lausren, aber nicht genau wissen, wie das alles lebt, wir ein Hext vertrauen anheben, muss man aber die Case natürlich kontrollieren lassen. Und du hast gesagt, gibt ja Enker sowieso über ein Cour des Comptes ganz genau geguckt. Wir müssen auch Käserevisoren, die den Erbicht supervisieren, an der Stiftolo stellvertretend für den Gast, also für die Käserevisoren, den Gast Kraus, Robben für den Thierry sein Erbicht zu kommentieren. Herr Parteipräsident, Herr Premierminister Luc Frieden, Herr Kongresspräsident Jeff Bohnen, Leifren von der CSV. Ich bin immens überrascht über diesen Tresorier, seine Präsentation. Wie ihr seht, ein Case feiern, eine Kontabilität, das nicht so dreschig, wie wir das meint. Mandat für die Konten zu kontrollieren, dass den Jacques Bauer an meine Wenigkeit von der Partei aufvertraut wurden, haben wir die letzten Monate an der Parteizentrale noch bestem Wissen ausgeführt. Bilanzkonten sowie Konten vom Profit Pert präsentiert von unserem Tresorier gehen ein zuverlässiges Bild auf. Per Sondage haben wir eine Reihe Rechnungen kontrolliert, die am Anklang waren mit dem Betrag an der Kontabilität und hatten dort nichts zu beanstanden. Wir waren ganz zufrieden, so wie uns diese Kontabilität präsentiert wurde, und dafür wäre doch nicht mehr nötig, nach weiteren Rekommendationen zu gehen, wie es besser zu machen. Im Resümee können wir feststellen, dass Kontabilität gut und korrekt geführt ist. Und wie der gesehen hat, CSV hat einen gesunden Case. Während der ganzen Zeit hat der Nester nicht einmal gebildet. Als Konsequenz von unseren Kontrollen proposieren wir hier im Kongress, Konten, so wie sie präsentiert wurden, vom Thierry zu approvieren. Thierry, wir sagen merci für den lebendigen Rapport an die gute Summenerbicht. Ich sage merci für Ihre Aufmerksamkeit. Merci Gast, dass du mit Jacques en Ern op den Thierry hörst, für das wir die Case so weiterfeiern, wie das bis lo lebt. Wir geben da zum Punkt Diskussionen an Aufstimmungen kommen. An mal aufstimmen wollte ich so, dass wir 2 Wortmeldungen gekriegt haben, 2 Leute, die das Wort holen. Es gibt die 2 Leute zusammenholen, weil es zweimal dasselbe Thema betrifft. Das eine hat Marie-José Frank von der Sektion Wetzlar, wird zum Aktivitätsrapport Episode, und zwar zu dem Thema von der Ausschreibung vom Avortement an als Verfassung oder zur Freiheit, aber Avortement als Verfassung an derselbe steht Guy Modert von der Sektion Schöffling auch zu dem Thema. Da vergebe ich erst 2 Fragen. Hanna den kurz Wortmeldung zu machen, und da geben wir, wann ich darauf reagieren.
kannst du da kommen. Merci. Die lieve Parteimemberen, het fällt mir schwer, aber eine negative Message hier für uns zu bringen. Wie das Avortement als Freiheit an Gesetz an Konstitution angeschrieben ging, wäre ich enorm traurig. Für was? Als Lebensschützerin vom Lebensanfang bis zum Lebensende war es immer mein Anliegen, auch wie ich noch an der Politik war, mich bis auf äußerst anzusetzen, für Leben zu schützen. Wie dann durch das Wort an der Chambre rüber war, an ich Freitags an der Newsletter von der CSV-Fraktion gelesen habe, dass es ein historischen Tag für Lützeburg war, dass das Avortement, wie gesagt, an der Konstitution ihren Platz fand. Du war ich aber skandalisiert. Für mich als Member von der christlich-sozialen Volkspartei ist das tatsächlich ein No-Go. Ich habe den Blick, mein erster Gedanke war, C-Partei hat das auch gemacht. Wir so immer gesagt, die Schwarzpartei. Da wäre es für mich ein schwarzer Tag für die christliche Partei. Ich habe noch ganz viel darüber nachgedacht, ob nicht der Moment kommt, als für den Namen von der Partei mal ein Kehr auf Frage zu stellen. Als Volkspartei, und ich will auch dazu sagen, die macht alle Guten, hat alle Best, überall auf alle Plätzen, für dem gerecht zu tun, was an diesem Land und an der Welt geschieht. Das respektiere ich enorm von euch. Aber hey, wie gesagt, kann ich einfach nicht recht gehen. Und ich weiß, dass es auch ganz viele Frauen gibt, die sogar nach ihrem Lebensende ein Problem haben. Und ich bin engagiert an der, wie ein Haut sieht, an der Krankenpastoral, Haut sieht die Gesundheitspastoral. Aber Leute dann, wenn eine Stiefsäge gibt, nach das thematisieren, schon das Kreuz mir ganz Leben lang nur gedroht, dass ich avortiert tun. Das muss schlimm sein. Und dafür sind ich auch gerade dafür so traurig. Aber ich vertraue an die Zukunft, und ich hoffe, dass mit dem Laienwort Pat nicht ganz sehr abgemerkt wird, für weiter Ouvertüren, dass wir auch nach dem geschwind Euthanasiegesetz auch an die Verfassung kriegen. An der Band Thiel, mein guter Freund, den hat dasselbe auch im CSG-Kongress gesagt, dass wenn er am Schwer palliativ tätig ist, auch da oft Stimmen hört, die wirklich, wirklich es schwer haben, Lebensende das nach müssen zu drohen. Ich halte noch so ich bin traurig, aber ich bleibe aber an der Partei. Merci für die Wortmeldung, für den Témoignage. Ich meine, wir haben alle Guten an der Partei erlebt, wie die Diskussion verläuft, was die aber ganz proper, ganz am Echange mit dem Nationalrat, die Franzose aus dem Morgen darauf angegangen, also der Thema als diskutiert. Ich gebe ihr, dass reagiert, vielleicht Guy Wort zum selben Thema gefragt hat, so, und noch du, Guy, gehe ich da 2 Minuten für ein kurz zu exposieren. Merci, Herr Kongresspräsident.
Herr Eure Staatsminister, Herr Premier Parteipräsident, ich habe gedurcht, auch Vertreter von den anderen Organisationen könnten kurz ihre Aktivitätsrapporte vorstellen. Das schenkt nicht der Fall sein. Ich wollte aber sagen, dass wir als CSV Senioren also auch intensiv mit dem Thema Avortement oder wie in Hauptmission IWG für politically korrekt zu sein an der Konstitution also nie gesagt hatten. Und es war auch ein großes Thema auf unserem CSV Seniorenkongress für letzten Dienstag mit dem Herrn Parteipräsident und mit der Madame Gesundheitsminister, die auch sich an dem Debat beteiligt haben, denen ich auch dafür merci sagen für das Kommen auf diesem Kongress. Wir hatten uns auch an unserem Komitee vom 6. Oktober direkt nur im Nationalrat mit dem Thema beschäftigt, weil wir uns nicht konnten, vier Drohnen zusammensetzen. Und ich will hier vielleicht ein paar Inhaltspunkte geben, was wir als CSV Senioren dort so festgehalten hatten. Und zwar hatten wir am Compte rendu, dass an keinem Wahlprogramm stehen etwas, für das eine Reform von der Konstitution sollte gemacht gehen, besonders weil das ja recht in ein paar Jahren eine grundlegende Reform gemacht wird. Mais an der Chambre gouf eng Proposition de loi vum Deputéierten Baum, die leng deposéiert fir dat den droit d'interruption volontaire à la grossesse soll an Konstitution angeschrieben gehen. Dat ass fir CSV e ganz kritischchen Problem, mir well sowieso schon Gesetz als an all die anderen Parteien mat Ausnahme vom ADR auch an noch de Staatsratsstut so positiv geäußert hun und auch mir an der CSV missen darüber nodenken. Von Eis sind wir nicht all glücklich darüber anschmengen. Jose hat es hier ganz deutlich gesagt, dass weil es für CSV ein großes Problem ist für die Freiheit auf Auftreibung an Konstitution anzuschreiben. Hier hat sich unsere Meinung noch, und das war bei diesem Kongress gesagt, die Fraktion wahrscheinlich treiben gelassen. Und wir fanden, wir haben das als Proposition für eine zweite Verfassungsänderung dann an Englisch zu machen. Und zwar hatten wir gesagt, dass doch den Droit à la vie sollte an die Konstitution dann angeschrieben gehen, weil das mehr wichtig ein Droit ist wie die Liberté à l'avortement. CSV Senioren hatten dafür dem Nationalkomitee proposiert, für den Text aus der Europäischen Menschenrechtskonvention, die den Droit à la vie auch soll an als Konstitution angeschrieben gehen. Und zwar, ich zitiere, le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. Als Nationalpräsident Fernand Boden war beauftragt gehen für dem CSV-Nationalkomitee des Proposition 4 zu drohen. Und auch als Vertreter sollten dafür plädieren. Aber leider Gottes hat man vom Nationalkomitee bis heute kein Feedback gekriegt. Vielleicht geben wir dann noch am Laufe dieses Kongress nach etwas dazu gewusst, wie wird als ein Vorschlag für den Droit à la vie an die Verfassung anzuschreiben, nicht angeholt wird. Okay, muss ich dich fragen, zum Schluss zu kommen. Zweitletzter Satz. Es wird darauf hingewiesen, dass das Planning familial überall seine Meinung hat dürfen sagen, aber die Finanzierung hat keinen Access gekriegt, wie zum Beispiel an die staatlichen Schulen. Und ich muss hier sagen, als neue Conseil juridique von der Wien Nassant kann ich damit nicht einverstanden sein. Ich empfand das als eine Diskrimination. Und es war im Januar an ein paar andere Reden gesagt, es sollten hier in diesem Land keine Diskriminationen mehr geben. Dafür ich gehe auch froh, dass Wien Nassant die nämlich Rechte kriegen, wie andere Organisationen wie den Planning familial auch. Letzter Satz, Herr Präsident. Ja, letzter Satz. Als kleversche Christ kann ich leider Gottes nicht einem Aktivitätsrapport zustimmen, wo den Liberté à l'avortement an der Konstitution draufsteht. Dafür werde ich dann die nämlich Kompromissformel wählen, wie dir an noch de Paul Galles an der Chambre. Das heißt, ich werde mich dann beim Aktivitätsrapport enthalten, und ich so nicht stimmen. Vielmals merci. Merci Guy. Ich gebe proposieren dem als Sprecherin aus der Fraktion, dem Nathalie Morgenthaler vielleicht vorzugehen, für heute darauf zu reagieren. Ich sitze neben dem Nathalie, aber ich weiß, hat sich intensiv damit beschäftigt, hat heute auch die verschiedenen Gespräche an der Partei gesicht. Ich habe das selber mal erlebt. Und Nathalie, ich meine, das ist ein guter Moment für einen Enker zu erklären, wie wir zu dem Wort kommen sind. Merci, Chef.
Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe alle gut. Am September letztes Jahr haben wir effektiv einen Nationalrat für das froh, der die Stoftreibung an Verfassung anzuschreiben, wo man darüber befand. Und einer ganz großen Majorität wird das Partei sich dafür ausgeschwert. Ich will euch einen großen Tisch darum gehen, weil schon länger an der Chambre gesagt habe, für als TSV-Position zu erklären. Wir haben am Nationalrat und auch an der Chambre eine Debatte gefordert, die nicht nur eine juristisch oder eine moral-politische Debatte war. Es war eine Debatte, die das Leben von Frauen, von Familien und am Anfang als ganze Gesellschaft betrifft. Es war eine Debatte, die vorgestellt wird, wie wir als Gesellschaft Verantwortung überholen, wie wir schützen und wie wir Freiheit definieren. Es gibt zwei große Approchen, für zu befannen, ob etwas an die Verfassung gehört oder nicht. Auf der einen Seite stehen die sagen, die Abschreibung an die Verfassung ist nötig, für fundamental das Recht von Frauen auf lange Sicht zu schützen. Auf der anderen Seite stehen die, für allem Juristinnen und Juristen, die sagen, die Verfassung ist kein Instrument für alle gesellschaftliche Fragen zu regeln. Sie warnen dafür, die Verfassung abzumachen, weil sie fährten, dass man damit ihren Charakter als stabiles Fundament schwächen. Aber beide Seiten nur recht. Die Verfassung muss der Sockel von einer Gesellschaft sein. Sie darf nicht gleichförmig geändert gehen. Aber gleichzeitig ist sie auch dafür, das zu schützen, was wir als grundlegende Werte von unserer Gesellschaft angesehen. Die Frage war also nicht, darf man die Verfassung ändern? Die Frage war, ist das Thema so fundamental, dass es diesen Schutz verdient? Auftreibungen waren schon immer eine Realität. Sie wurden schon durchgeführt, wurden auch öffentlich tabuisiert und juristisch kriminalisiert war. Für uns als CSV ist es wichtig, dass wir das froh mit Respekt, mit Ehrlichkeit und mit Besonnenheit behandeln. Nicht mit Ideologie, sondern mit Verantwortung. Wir gibt keine moralischen Urteile über die Frauen, die auftreiben. Wir wollen eine gute Unterstützung, Begleitung und wir schützen hier das Recht, diese Entscheidung selber zu holen. Für uns als CSV war und ist es dabei wichtig, eine Sache ganz klar zu sagen. Die Auftreibung darf nie etwas Banales gehen. Weil die Auftreibung ist in der Regel ein abschneidendes Erlebnis. Sie ist immer das Resultat von einer kurkelischen Situation. Sie darf nie ein einfacher Ersatz von der Verhütung gehen. Und dafür muss sie immer eine Ausnahme bleiben. Wir haben ein gutes Gesetz, das die Auftreibung regelt. Dafür haben wir keine Debatte pro oder contra Auftreibung geführt. Wir haben darüber befunden, was für eine Gewichtung mit der Möglichkeit auf Auftreibung ging. Wir wollen, dass Selbstbestimmung geschützt wird und das dauerhaft, unabhängig, als was für eine Richtung die politische Wand bläst. Wir haben gesehen, wie sehr dann andere Länder gegangen ist, wenn extrem politische Kräfte einen Rückschritt dezidieren. Ich nenne nur die USA oder Polen als Beispiel. Für Nike ganz klar zu sagen, auch wenn wir die Auftreibung nur in die Verfassung schreiben, ändert sich nichts in der aktuellen politischen, also rechtlichen Situation. Zu Lützeburg ist die Auftreibung 1971 an einem Gesetz geregelt. Die Verfassung ist nicht dafür, Details zu klären, das wird weiterhin am Gesetz geschehen. Die Verfassung ist aber dafür, Prinzipien festzulegen. Sie definiert, was für uns als Gesellschaft wesentlich ist. Nicht nur heute, aber auch morgen. Gesetze können durch eine politische Majorität geändert gehen. Die Verfassung ist dafür viel mehr stabil. Wir haben auch auf die Wichtigkeit von der Beratung hingewiesen. Eine Frau darf nie allein losgehen. Sie muss informiert und unterstützt gehen. Sie muss alle Möglichkeiten kennen, auch die Möglichkeit, hier die zu behalten und Hilfe zu kriegen. Für uns als CSV geht es am Kern um etwas ganz Fundamentales: Respekt. Respekt für eine Frau in einer Notsituation. Respekt für ihre Decision. Es ist verständlich, dass es doch Leute mit starken moralischen, religiösen oder ethischen Bedenken gibt. Auch sie verdienen Respekt. Wir hatten dafür als Partei entschieden, bei dieser Aufstimmung den Deputierten die Möglichkeit zu geben, nur ihrem Gewissen aufzustimmen. Aber wie das hier hat, wo schlussendlich 2 Leute aus unserer Fraktion sich an der Chambre enthalten, all die anderen haben dafür gestimmt. Wir können unterschiedliche Überzeugungen haben, aber wir sollten als eins sehen, dass Respekt, Verantwortung und Schutz die Grundlage von unserer Gesellschaft sind. So, merci. Merci, Nathalie. Es gibt dann lo, das waren die 2 Wortmeldungen an Reaktion. Ich meine, dann haben wir noch Redner, die können reagieren. Zu der Aufstimmung kommen von dem Aktivitätsrapport. Ich freue mich, eine Stimmkarte zu holen. Wir geben das mit Abheben von Stimmkarte machen.
Ich gebe für dich frohen, wen als dafür für den Aktivitätsrapport von der Generalsekretärin umzuwählen. Ich sehe ganz viele blaue Karten. Ich höre, dass 335 Delegiert sich dem Morgen angeschrieben haben. Ich gebe dann aber die Gegenprobe machen, wen es da geht. Und da gebe ich auch froh, wen enthält sich. Und da sind ein paar die Stimmen, 10, 15 Stück. Wir können aber so, dass den Aktivitätsbericht majoritär angeholt ist. Bravo, Franzi und Alex für die Arbeit da noch der Komitee. Beim Finanzrapport dann dieselbe froh. Wir haben da keine Wortmeldungen gekriegt, da vergebe ich froh, wen es dafür für den Finanzbericht von der CSV umzuholen. Auch da gesehen ich ganz viel Blockettascher, gebe ich auch Merci, so ich Merci, gebe ich auch Gege froh, wen es da geht. Und wen enthält sich schon Semester ist nicht mehr logisch, wen enthält sich bei dem da gibt man so, dass den unangenehm angeholt ist. Ich so nicht Merci dafür. Damit hat man den mehr administrativen Teil aufgeschlossen an der Schule, die Großfried als Premierminister an Parteipräsident Luc Frieden auf die Bühne zu bieten, aber weil der Luc einen ganz digitalen AKI-Mensch ist, könnte man eine kleine Introduktion auf dem Bildschirm haben. CSV steht für politisch mit, CSV steht für Prinzipien und Werte, CSV steht für den wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt. CSV ist die Partei, die all die verschiedenen Leute im Land will zusammenbringen und eine Zukunft präparieren. Dass den Menschen am Land besser geht. Dass wir auch weiter können auf Frieden, auf Freiheit, auf Wohlstand leben. Das ist mein Kompass, das ist der Kompass von der CSV und ich gehe gerne da. Mein Beitrag liegt, wie gesagt, das ist ein Eher und eine große Verantwortung. Dafür muss ich den Menschen an der Mitte zusammenbringen. Aufpassen, dass kein am Rand von der Gesellschaft schlugelos geht und die großen Probleme, die die Leute tun, können lösen. Und dafür ist auch mein grosser Wunsch, als neben der sozialen Kohäsion, als Demokratie und Stabilität zu Lützeburg zu haben. Zusammenleben geht nicht vom selben. Wir sind all da kämpfen für Freiheit, für Gerechtigkeit, für Frieden und das ist unsere Aufgabe. Die Partei, die steht für Stabilität, für Fortschritt, für Sozialkohäsion. Das geht nicht mehr, wenn wir bereit sind, nach hier zu gucken, wenn wir bereit sind, alle Hand mal durchzupacken, wenn wir auch bereit sind, einst Kompromisse zu machen, aber wenn wir auf die Prinzipien festhalten, die Prinzipien, die auch die sind von der CSV, für die CSV diesem Land so viel gibt. Und dafür Geschichtstrainer der Partei gebrauchen wir sind auch dankbar für den Einsatz von den vielen Membern, die wir an der Sektion möchten, das Land tun, die uns immer rappellieren, für was wir Politik machen, für das diesem Land besser geht. Liebe Freundinnen und Freunde, begrüßt mit mir zusammen den Parteipräsident von der CSV und Premierminister von Lützeburg, den Luc Frieden. Liebe Freundinnen und Freunde, eigentlich ging der Film durchgehen, weil das ziemlich alles an dem Film gesagt, voilà, da sind doch schon dummer d'accord. Weil eigentlich mache ich Politik, weil ich das Land gern habe. Weil ich gern hätte, dass den Leuten am Land besser geht. Und eigentlich ist das, was uns alle Guten verbindet. Dafür sind wir den Morgen Samstag morgen nach hinten kommen, weil es geht nicht vom selben. Und dafür ist Politik, gerade CSV-Politik, so wichtig. Guckt, Frieden, Freiheit, Stabilität, Solidarität, Wohlstand. Dafür müssen sich Alltag ersetzen. Ich war am Mittwoch zu Novent als Parteipräsident zu Brüssel Geburtstag, 50. Geburtstag von der europäischen christdemokratischen Familie, der EVP. Und da sind Filme auch gewesen, wo ihr gesehen habt, was alles gemacht ist an den 50 Jahren. Ich bin eine Partei, als Mama-Partei, die zu Lützeburg gegründet ist.
1976. Und huet ihr gesehen, wat Mënschen an eisem Land an Europa fertiggebracht hunn, no Zweite Weltkrieg, an enger Reihe von Krisen, die da noch kommen sind. Bei dem Fall von der Mauer an der Reunifikation von Europa. Und ich war richtig stolz zu sehen, wie ich da am Saal saß, dass 2 Lützeburger extra da auf 4 Gehöfe gesehen. Schon dass viel mehr Länder an Europa waren. Und das waren 2 von meinen Viergängern. Der Jacques Santer und der Jean-Claude Juncker. Und ich habe da gesehen, dass es Menschen sind, die Prinzipien können erreichen. Und ich will Ihnen dürfen ein großes Merci sagen. Das ist ein Dankbarkeit, mir auch eine Inspiration für uns alle, auf dem Weg für uns zu fahren. Wir brauchen Menschen, die das machen. Und wir kommen schon immer gerne nach Ettelbruck. Weil wir hier zu Ettelbruck, an diesem Saal, auf dieser Bühne, wo wir 2023 etwas gemeinsam fertiggebracht haben. Die hat mir auf dieser Bühne Vertrauen geschenkt, für die Equipe umzuführen. Aber in einem Moment, wo CSV und das Sondage nicht ganz gut stehen, haben wir gemeinsam ein Programm ausgeschafft. Wir sind gemeinsam durch das Land gegangen, haben wir nicht fertiggebracht, Wählerinnen und Wähler zu überzeugen. Und das hat dazu gefeiert, dass wir N23 als größte Partei an der Chambre aus der Wahl herausgekommen sind. Und das ist eine enorme Verantwortung und eine enorme Ehre. Und es sind mir all das bewusst, dass den Auftrag von Ettelbruck, von unserem Kongress, konfirmiert durch die Wahlen am Oktober 23, ein Auftrag für all das, dass wir zu kämpfen, dass unserem Land gut geht, dass den Menschen in unserem Land besser geht. Den Auftrag holen wir vor, den haben wir vorgefahren und den werden wir weiter gemeinsam schaffen. Ja, das ist nicht einfach, weil eine Demokratie als etwas Schönes, mehr etwas Kompliziertes. Es ist evident, dass politische Diskussionen entstehen bei Sujets. Wir sind bei weitem die größten Partei, mit den Membern, mit den Ministern, mit den Deputierten, mit den Bürgermeistern. Aber es ist evident, dass in unserem Land auch eine ganze Reihe Stimmen gibt, die nicht für uns gewählt haben. Dass die Leute sich auch manifestieren, dass immer eine Reihe von Decisionen, die wir holen als Majorität, nicht d'accord sind. Das ist der Reichtum von unserer Demokratie, der Reichtum von dem, für was wir anstehen. Aber das heißt nicht, dass wenn eine Decision kommentiert wird, wenn sie kritisiert wird, dass wir unbedingt von unserem Weg sollen aufkommen. Als Ziel ist es, die Prinzipien, in die wir leben, die breite Volkspartei von der politischen Mitte, die Werte, für die wir anstehen, als für die anzusetzen. Und dann Weg dahin natürlich nur zu lauschen, was doch andere sagen. Weil auch das ist der Reichtum von unserem Land. Und ich will Parteipräsident sein, an dem ich die Werte von unserer Partei mit an Decisionen heranbringe. Mir als Staatsminister auch dafür sorgen, zusammen mit den Kollegen an der Regierung und an der Chambre, für auch die anderen Stimmen am Land not zu lauschen, für das wir mit engem Ziel herauskommen, dass das Wohlstand, asozial, Kohäsion, und dafür muss ich Kompromisse machen. Kompromisse nicht als Zeichen von Schwächt, sondern als Zeichen von Stärke, als Werte kombiniert mit Elementen, die andere mit an Diskussion bringen. Und mit dem Kompass haben wir an den letzten 2 Jahren, 2,5 Jahren, extrem viel erreicht. Wir haben Kaufkraft und Leute gestärkt. Wir haben mehr Sozialwohnungsbau angekurbelt. Wir haben mehr erneuerbare Energie produziert. Wir haben mehr Solidarität mit gezielten Sozialhilfen an das Land rabrot. Das war ein kollektiver Effort, von dem oft nicht geschwärzt wird. Wir haben an den 2,5 Jahren enorm viel für das Land erreicht, und Europa sind ich als Partei und als Regierungschef extrem aufrichtig. Das möchte ich nie
allein, der mich den Gedrohen von den Leuten der Partei, die Banne sind, die Demos zu Ettelbrecht waren, viel sind die nämlich, ich gesehen da viele rum, der mich dem mit all denen, die in weh begehnt, und ich werde auch extrem flott an den letzten Wochen am Ende durch die Insel Bezirke zu gehen, auf die Kongresse, Bezirkskongresse zu sehen, bei den anderen Organisationen, mit mich den vier und allem auch mit den Kollegen an der Regierung. Und ich muss sagen, ich kann nicht als Kapitän sagen, dass ein extrem guten Teamwork da besteht, an extrem viel von den Kollegen der Regierung gemacht ist. Und an dem Bilan, den ich heute nicht am Detail mache, stechen da aber eine ganze Reihe Sachen auf hier. Wenn ich so, dass man mehr Kaufkraft schaffen, dann ist das, weil als Finanzminister Gilles Roth Texte proposiert hat, die eine breite Majorität von tun, direkt wie wir angefangen haben, 4 Steuertabellen anzupassen, für das Jitverein, mehr, wie wir immer gesagt, mehr netto vom Brutto. Das war nicht nur ein Slogan, ob als Wahlkampagnen, das haben wir gemacht, und das spielt Jitverein am Land. Und das heißt also, wir haben gemeinsam direkt Sachen umgesetzt, für die wir gewählt gesehen, und auf dem Weg werden wir fahren. Und übrigens hat Gilles eine Steuerreform auf der Velo gegeben, für eine ähnliche Steuerklasse anzuführen, wo die Ärner, die für uns da waren, 10 Jahre lang sich Zähne ausgebissen haben. Dafür muss ich sagen, ich war bald erstaunt, dass der Koalitionspartner extra Reklame geschaltet hat, für zu sagen, dass du als so eine gute Steuerreform, die hätte mir eigentlich müssen machen. Und hat in Heißelberg keine Menge, der Gilles hat Partei gewesen. Wir sind froh, der Gilles ist bei uns an der CSV, nicht eine Steuerreform wegen, wo die CSV darauf gehalten hat, dass die Familiendimension besonders stark wäre, dass die Diversität von unseren Familien berücksichtigt wird und dass zugleich sichergestellt wird, dass all die, die am aktuellen Regime wollen bleiben, dass die dadurch die nächsten 20, 25, 30 Jahre können bleiben. Das als Kontinuität mit einer Erneuerung, die der Gesellschaft von heute Rechnung dreht und Ende erzählt, mehr netto vom Brutto auch an dieser Steuerreform. Und da muss ich nachher etwas dazu sagen zum Gilles. Und das ist relativ viel auf der Reise. So dann scheinst du bei Mengen wie Außenminister. Aber ihr seht immer an nicht recht, wie dass ich auch mal an dem Roll war, dass zu irgendwo muss rankommen. Aber wenn in einen internationalen Finanzplatz wird, dann will man die halten. Weil 30% von unserem Reichtum kommt von der Finanzplatz, auch viel von den Aktivitäten rundherum leben davon. Und da wäre es gut, dass wie es für auf der ganzen Welt zu erklären, was Lützeburg ist, ein Betrieber von da mitzubringen, und sie zu zeigen, dass Lützeburg auch in Zukunft ein internationaler Platz ist, wo internationale Aktivitäten können gemacht werden. Wenn wir zu nicht rankommen, können wir es auch nicht verdelen. Das ist auch ein Prinzip von der CSV, und dafür Gilles, führt wir da weiter. Wir sind eine starke Volkspartei von der Mitte. Und der Chef hat wieder gesagt, vom Bauer zum Banker oder vom Banker zum Bauer, und sind da viel rundherum. Und da will man sich sagen, das ist auch das, was die Partei so stark und so unik macht. Wir kämpfen nicht für just engem sein Partikularinteresse. Wir bringen Versicherungen auf uns, die alle zusammenzubringen. Aber wir versichern das am Dialog. Und da bin ich extrem höflich auf Martin Hansen als Agrarminister. Wenn ich auf Bresel fuhren, und der Jean kommt so oft zu Bresel, durch die ganzen Traktoren an der Straße, für dass die bei seinem Büro bald nicht beikommt. Zu Lützeburg, da haben Bauern auch solche. Mit mir diskutieren die mit den Bauern. Martin hält mich oft mit an so Reunionen, ich weiß, dass er viel hört, wo ich nicht dabei bin. Mit all Chaos ist das ein Échange, und all Chaos kommt mal raus mit Lesungen, die Martin vorschlägt, für das Leben von den Bauern wie einfach zu machen, für ihr Sorgen echt zu haben, für die Darstellung von Saisonarbeiter wie einfach zu machen, für Obst und Gemüsezehren können zu bauen, weil wenn wir wollen, als Ernährung sicherstellen, dann muss man gucken, dass wir die Sachen können produzieren. Und da bin ich froh, dass Martin das
so gemacht hat, dass man in Zukunft auch weiter können Matte bauen, also wesentlichen Teil von der Lützeburger Kultur, von der Lützeburger Wirtschaft auch können ob sie zählen, und dass man nicht alles müssen aus dem Ausland kaufen. Merci, Martin. Und erlaubt mir da zu so Hansen und Hansen, das ist ja schon eine extra Kombination, dass man den Kommissär für Landwirtschaft kriegt. Ich habe damals der Kommissionspräsidentin Madame von der Leyen gesagt, CSV hat Tierschlagsrecht, Lützeburg, wir hätten das so am Koalitionspartner aufgemacht. Und ich wäre eigentlich Demandeur für eine wichtige Portefeuille an der Kommission zu kriegen. Es kann nicht so sein, dass die Kleinländer Kleinportefeuille gehen kriegen und die Groß gegen größer kriegen. Und wir haben dann darüber diskutiert. Dem Christoph sein Profil passt wie die Faust auf da für den Bereich von der Landwirtschaft. Wenn ich auf die sozialen Medien den Christoph gesehen habe, mit den Stiefeln durch ganz Europa gehen, die versteht etwas von der Sache. Und letzte hat Ursula von der Leyen nachgesagt, der Christoph versteht etwas davon, möchte das richtig gut. Und er schwätzt auch noch zu vielen anderen Sujets an der Kommission. Also die Landwirtschaft, besser können wir sie von Lützeburg als nicht servieren, man macht den am Christoph zusammen. Und dann immer Martin Joch nach zuständig gemacht für kurzem für die Bewegung. So ich schon gar nicht mehr weiß, wie Martin dann nur für die Gesundheit zuständig ist. Weil Sport ist wirklich gut für alles. Und natürlich auch für die Gesundheit. Wir hätten noch können Sport und Gesundheit zusammenleben. Bon, Martin als Martin als NRW für, dass ihn eigentlich nicht krank ist. Und das andere Martin Depré sucht dafür, dass wenn ich dann einfach mal ein krank ist, dann kriegen alle guten Heinz zu Boboen, dass man dann ordentlich versucht. Das stimmt aber, das Jahr Männer am Mittelpunkt, auf Chance, dass man ganz viel über die Gesundheit an der Regierung diskutiert. Weil Martin Depré NRW war mit einer Reform, die eigentlich hätte müssen an den letzten 10 Jahren gemacht werden. Martin Depré hat Propositionen gemacht, mit einer starken Unterstützung, für das für die erste Kehr sind 13 Jahre eine Pensionsreform auf den Weg gekommen ist. Die letzte Pensionsreform war 2012, da war die CSV übrigens auch an der Regierung. An Lumeren gemacht 2023, den engen geht es nicht weit genug, den anderen geht es zu weit. Und dafür meine ich, es war ein guter Kompromiss, bei dem wir nur gelauscht haben, der sicherlich nicht schiedfreien gefällt. Wie wenn wir nichts gemacht hätten, wären wir vielleicht besser an der Sondage. Wir hätten wir nicht als Verantwortung überholt, weil wenn ihr gesagt, dass das Problem da ist, das Problem, den durch ein System, auch wird in der Zukunft nie ganz gelöst gehen, da sind ich stolz darauf, dass wir es fertig tun, am Dezember an der Chambre eine Pensionsreform zu stimmen. Merci, Martin. Das für Druck gesagt gehen, es gibt keine Freiheit ohne Sicherheit. Und ich habe selber gesagt, Frieden, Freiheit, Stabilität, Wohlstand. Die Sicherheit, die muss ihn alltag erschaffen. Auch das ist ein bisschen wie der Pensionsreform. Es ist nicht ein neue Decision, du hast Sicherheit, du sind wir fertig. Er muss sich Mittel geben zu der Sicherheit. Und heute den Innenminister Leo Gloden, der hat auf eine remarkable Art und Weise gemacht. Leo, ich bin der Meinung, du hast an den 2,5 Jahren mehr gemacht, wie den 2 Viergänger zusammen, die 10 Jahre hatten. Ja, mir hatte gesagt, an die Affischen, ich gesehen sie immer rum, weil wenn ich an Parteisekretariat gehe, da haben sie, wenn wir keine Suche nur für Bilder zu kaufen, nur einfach die Affischen abgehangen. Sie sind auch ganz flott. Und die Affischen als von denen als über Sicherheit. Und wir haben also geguckt, dass wir mehr Polizisten rekrutieren, dass die auch im Terrain sind, für die Idee von der Lokalpolizei wird immer lange diskutiert, wo man kritisiert gesehen. Wir haben es einfach gemacht. Nicht eine neue Polizei neben der anderen Polizei, sondern eine Polizei, die im Terrain ist, innerhalb von einer großen Polizei. Das ist auch eine Gelegenheit, wie ein denen Leute merci zu sagen. Ohne sie wäre man nicht das, was man sie, weil wir sind ein Land, das Freiheit und Frieden hat, dann dürfen wir brauchen eine starke Polizei und noch übrigens eine starke Armee an die EU.
Das ist nicht schlecht, dass der Leo aus der Gemengepolitik kommt, weil dafür wissen noch, was im Terrain gebraucht wird. Und dafür waren eure wesentlichen Akteur an der ganzen Diskussion, die wir hatten, so viele Ministern zu summen, mit der Leo eine Schlüsselrolle gespielt, für zu gucken, wie wir können Prozeduren für mehr Museen zu bauen, fertig bringen, für die zu vereinfachen. Weil der Leo weiß, wie das geht, wenn die PHP, PHG und all die komplizierten Drücken du möchtest. An Motorisation muss es für kleine Sachen, wo man sagen, alle hopp, wir schaffen das auf. Das haben wir gemacht. Zum Teil ist das nach weh, da müssen Kollegen in der Fraktion noch alles fertig stimmen. Wir haben am Wohnungsbau das Fertigbrot, ein Paradigmenwechsel zu machen, Prozeduren zu vereinfachen, und dort der Leo mit ein paar anderen eine wesentliche Rolle. Und dafür merci Leo für so weiter. Also ihr seht, dass viel geschieht an den 2,5 Jahren. Und wir 7 Ministern dafür sind ja nicht die Männer mehr gelöscht. Denn Sicherheit geht natürlich auch nicht, weil just Polizisten auf der Straße festhüllen, und da geschieht noch nicht. Und dafür muss das eine ganz enge Koordination natürlich schlafen mit der Justiz, wo das Strafrecht ist, aber auch generell gilt bei der Justiz, dass wir Führung kommen. Die Justiz wird nie super schnell, sie werden muss die Prozedur respektiert gehen, weil sonst sind wir auch nicht an einem Rechtsstaat, kann ich nicht den einen Tag Prozesse fangen an, da ist er fertig, aber trotzdem, es darf nicht ewig dauern. Und dafür der Justizminister Elisabeth Mark extrem Druck gehen, für zu drücken, auch der Finanzminister an uns all, dass es ging zusätzlich Leute kriegen, für Justiz auszubauen, für eine Reihe Prozeduren zu gucken. Und das hat es gemacht. Du spielst das Resultat natürlich nicht auf der Sekunde, weil die Leute mussten ja wohl angestellt geben. Ich schreibe ganz viel in der Sache, wo ich gesehen wie viel zusätzlich Richter angestellt sind, wie die ganze Maschine von der Sicherheit vom Anfang bis zum Ende lebt. Und dafür meine ich, Elisabeth, das steht nicht alltag Neues auf der Radio, aber das Resultat wird in Bürger hier am Land an dieser und an der nächsten Legislaturperiode davon merken, dass das ein wesentlicher Beitrag auch für Sicherheit, ein Rechtsstaat zu Lützeburg zu haben. Und zu dem Recht, ihr könnt traurig stimmen, Elisabeth, dürfen klappen, ich war noch nicht fertig. Zum Rechtsstaat und zur Demokratie gehört ja doch eine freie Presse. Und dafür haben wir die Rechte von der Presse am neuen Pressegesetz noch einen Informationszugang zur Presse. Für das zu kommen, die organisierte Presse ordentlich schaffen, haben wir etwas gemacht, was auch viel allein für darauf versprochen ist, also nicht gemerkt ist. Haben wir ein Gesetz auf den Weg gehen, was die Presse lang verlangt wird, was soll mehr klar regeln, dass sie mehr Access zu mehr Informationen. Und das gehört zu einer Demokratie, weil sonst braucht man es nicht darüber zu beklagen, dass in sozialen Medien ganz so falsche Informationen kommen. Dafür brauchen wir eine organisierte Presse, die mit ihren Regeln Informationen nötig, die sie noch haben, verschaffen und dann die Bürger weitergehen und kommentieren. Auch das hat Elisabeth gemacht und ich meine, das ist ein wichtiger Schritt für unseren Rechtsstaat zu verstärken. Und dann hat doch etwas gemacht an enge Kooperationen mit mir, was ich meine enorm wichtig für die Zukunft in unserem Land ist. Das alles rundherum AI oder KI, je nach wie das an der Sprache lieber gebraucht. Ich meine nicht, dass KI alles wird ersetzen. Und wir werden noch an Zukunft, und ich hoffe, dass flott CSV-Kongresse, wo keine Roboter sitzen, mehr Menschen. Mehr KI als eine technologische Revolution, und wir müssen die KI an die Gesellschaft heranbringen, für die Leute zu helfen. Und das ist die Strategie, die wir dezidiert tun, an der Regierung, unter dem Lied von Elisabeth, und die will man umsetzen. KI wird als Manier, wie zu schaffen, für zu leben, fundamental ändern. Und dafür hätte ich auch gerne, dass Lützeburg am ersten Waggon von der KI-Adoption ist. Wir werden nicht, was die anderen gemacht haben, also wir haben nur, oh, zu Lützeburg funktioniert das nicht. Wir hätten gerne, dass wir die Kontrolle darüber haben, eine menschengesteuerte KI an dem Interesse von den Menschen. Und dafür haben wir unter dem Elisabeth singem Lied eine AI-Strategie angeholt. Und ich fand das ein faszinantes Sujet, den das Land wird fundamental ändern, mit dem wir müssen also begleiten, kontrollieren. Und das machen wir am Kader von Europa, wie wir brauchen als Lützeburger
Handschrift oder Dropper an die Humalo gemacht. Und dann immer de Serge, den enke gesot huet, Serge Wilmes als ein Umweltminister, der gesot huet, Schwarz ass die nei gering, irgendwie so abs wären. Du hast Schwarzen Dich bei Eis net ganz richtig an de Farbe, weil mir sinn eng Volkspartei aus der Breder Mëtte fir Roche purfarben. Mei wat de Serge vol zo, wat de Versicht all der ze machen, an dat schwierigschen Dossier, well hin ëmmer muss eng Balance fannen tschen Wirtschaft, Wunnen, Agrikultur an Umwelt eng pragmatisch Umweltpolitik zu machen, die Mënschen mattelt. Also ich die ganz oft Thema von denen viele Gespräche, die natürlichste Minister feieren, für die richtige Balance zu feieren. CSV steht für Wirtschaft, Asoziales, Respekt von der Umwelt. Nicht das eine gegen das andere, nicht das eine über das andere setzen, mit dem Madene verbannen. Das ist als Politik, an dafür setzt sich das Herrsch an. Das ist nicht alles einfach Herrsch, wenn wir mit dir diskutieren, weil eben der Konflikt an der Gesellschaft besteht. Wir wollen eine respektierte Umwelt, wir müssen sie schützen, für uns selber, für uns Kinder, für uns Zukunft. Aber wir müssen auch die anderen Elemente mit reinbringen. Und wir drinnen nicht von den Zähren geschwärzt. Das ist ein gutes Beispiel, wo wir weh von tun, wie wir können das eine an das andere wegen respektvoller Weise mit denen verbannen. Merci, Serge. Und dann lesen und hören ich heinst du, dass der Sozialdialog zu Lützeburg nicht ging funktionieren. Ich lese aber auch an der Zeitung, dass der Serge nach vor kurzem ein Akkord aufgeschlossen hat für die Staatsämter. Und da gucken Sie, ob das Foto steht denn da mit den Vertretern von der Gewerkschaft. Gerade wie kurz für drun, paar Monate für drun noch an der Legislaturperiode, wir einen Akkord aufgeschlossen über den Gehälterakkord an der Fonction publique mit der CGFP. Ja, wir stehen für den Sozialdialog, aber wir leben konkret. Wir brauchen nicht für Alkeers große Pressekonferenzen zu machen. Terrain schwätzen wir mit den Gewerkschaften, Ministern, all die zuständigen Ministern, der Leo mit den Gewerkschaften bei der Force Publique, also bei der Sicherheit, der Gilles, wenn dem Steuerbeamte geht, der Serge, wenn es Staatsbeamte generell geht, an lo Staatsämter, und das ist der Weg, den wir machen. Wir sind ein Land, wo muss man nicht schwätzen. Und dafür sagen ich, nicht nur am Bilan, wir sagen ich doch für die Zukunft. Meng dir als Parteichef, als Regierungschef, steht immer op für Gespräche mit all den Sozialpartnern. Auch das gehört zu einer CSV von der politischen Mitte. Dazu gehört Gespräch, dazu gehört ein Dialog. Und wir machen ihn, und wir bringen ihn fertig. Und das ist der Beweis. Und das mischt auch den neuen Arbeitsminister, der Marc Spautz. Der Marc Spautz kommt aus der Gewerkschaft. Aber als Minister von der Arbeit weiß, dass in die zwei Seiten von einem Betrieb muss gucken. Und eigentlich sind es keine zwei Seiten, so wie dann der CSV nicht verschiedene Fliege gibt. Es ist das eine an das andere, was er muss an der Politik und an der Gesellschaft zu bringen. Das wirtschaftlich an das sozial. Weil nimmen dann funktioniert der Betrieb. Du hast noch nie einen Betrieb gesehen an der Theorie, mit just einem Patron, kein Leid dran. Also ich habe den noch nicht gesehen. Wir nehmen, wenn die zusammen schaffen, wenn ein dem anderen sing, solche versteht, da bringen wir es fertig, eine Flott Lützeburg zu haben, mit starken Arbeitsplätzen. Und dafür meine ich, als den macht den idealen Brückenbauer für sowohl die kleinen Mittelbetriebe als generell die Betriebe zu helfen, an auch zu verstehen, wie in Sensibilitäten von den Gewerkschaften mit an den Debat bringt. Und dafür Marc, bonne Chance an der neuen Mission, die du hast. Und noch übrigens da, haben wir etwas fertig gebracht. Wir haben nach gestern einen Akkord unterschrieben mit den Gewerkschaften und mit dem Patronat betreffend Zukunft von der Stahlindustrie. Ich habe die Gespräche für eine paar Monate, nicht für die Kamera, angefangen, an Ministerien von der Arbeit,
von den Finanzen, von der Wirtschaft, haben das an den letzten Wochen am Detail gemacht. Für das auch an Zukunft zu Lützeburg nicht nur Banken gehen, nicht nur Bauern gehen, aber dass man auch eine Industrie und ein wesentliches Stück von der Lützeburger Ökonomie, an das wir auch als TSV fertig gebracht, an das wollen wir auch in Zukunft, weil wir brauchen ein Land, wo es viele unterschiedliche Aktivitäten gibt. Auch das gehört zu CSV, die Wirtschaft als Soziales zusammenbringt. Merci, Marc. Und ich will auch dem Georges Michel merci sagen. Er hat an den 2 Jahren gekämpft, mit ganzer Energie, das ist ja ein Sportler, für das wir gingen an der Umsetzung von unseren Ideen, vom Wahlprogramm, vom Koalitionsprogramm, für kommen. Georges, ein großes Merci für deinen Einsatz als Sportler, als Sportsminister und als Arbeitsminister. An alles das, was wir gemacht haben, das muss man natürlich feiern. Es regiert nicht just 2 Jahre. Ich will überhaupt nicht für die nächste Wahl wissen. Denn das ist gut für den Thierry Schumann, der muss gucken, dass sein Käse in Ordnung ist. Wie für uns zählt das Lo 26, 27, 21. Also ich kann nicht sagen, an 3 Jahren wird noch viel geschehen. Und an dieser Welt geschieht alles ganz schnell. Dieser Parteikongress findet statt zu einem Moment, wo die Welt auf der Kopf steht. Den Ukraine-Krieg ist noch immer umgegangen. Da ist ein Krieg nicht auf der anderen Seite vom Globus, auch das wäre schlimm. Aber Ukraine, das ist direkt neben Polen, direkt neben der Europäischen Union. Es sind da mehr wie 4 Jahre, wo Russland auf eine inakzeptabel, illegal Art und Weise einfach mit dem Panzer über die Grenze geworfen hat und so, lass das du eist. Das dürfen wir nicht zulassen. Und dafür stimmen wir auch als CSV, wenn wir so, wir sind für Werte, wir sind für Frieden, wir sind für Freiheit. Dafür müssen wir, werden wir weiter auf der Seite von dem ukrainischen Volk stehen, bis auch sie ihre Freiheit und ihre territoriale Integrität zurückkommen. Und dafür muss es doch ein dauerhafter Frieden geben. Nicht der Frieden, just für Frieden zu haben. Weil wenn der Frieden schlecht negoziert wird, wenn ein Stück vom Land muss abgehen, da weiß ich nicht, was mal an anderen Ländern in Europa geschieht. Und gerade mir, die wissen von unseren Eltern und Großeltern, was das heißt, was ihnen überfallen, soll ich nicht unterschätzen, dass eine Gefahr kann ausgehen, wenn ein Krieg gewinnt und dann noch etwas kriegt, Wellen an dem Krieg gewonnen. Und dafür darf Russland nicht gewinnen. Dafür muss man die Ukraine unterstützen, so wie man auch alle anderen müssen unterstützen, die gedroht kriegen, dass ein Stück von ihrem Land gegen aufgeholt gehen. Und dafür waren wir als Europäer so solidarisch mit Dänemark wie Bemol eigentlich überraschend. Und doch aber vielleicht nicht so überraschend. Als amerikanisch Freunde gesagt oder von ihnen, Grönland, das wäre ein Stück Eis, was doch zu ihnen könnt gehören. Nee, die Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, wir haben gekämpft, und als Viergänger gekämpft, für das wir Grenzen nicht regeln durch Gewalt und auch nicht durch einfach abkaufen, wenn ich suche, nicht wie etwas zu kaufen. Es kann ihnen nicht Grenzen regeln. Und ich bin stolz darauf, dass wir als CSV, mir auch alle europäischen Regierungschefen als ganz schnell zu Brest getroffen haben und gesagt haben, nicht so. Wir sind solidarisch mit Dänemark und allen anderen, wo Enke ewig versichern, ein Stück von seinem Land wegzuholen. Grenzen können nicht geregelt gehen durch Gewalt, nicht an Grönland, nicht an der Ukraine und noch sonst nicht inzwischen. Und dann haben wir einen neuen Konflikt am Iran. Und das iranische Volk verdient eigentlich frei, können seine Glieder zu sichern. Das Volk wird so enorm gelitten. Und auch als er Krieg gefangen ging, wo wir uns nicht sicher sind, ob die nur gefangen haben, auch genau wissen, wie in den Krieg anbringt, aber welche Reperkussionen für die Gesamtregion haben. Wir sind für Diplomatie.
CSV steht für Frieden a Freiheit. An Frieden a Freiheit erregt den durch Gespräche heim an am Ausland. An de Fett, dat Malone en Konflikt sind, der riskiert, die ganze Region auf Flammen zu bringen, als extrem besorgniserregend. Ich war das Woche ab engem Sommer von den Staats- und Regierungschefen im Europäischen Rat, wo wir lange über die Situation geschwärzt haben. Wir sind extrem besorgt über die Situation am Mittleren Osten. Für allem, weil nur dem Anfang wir konnten hoffen, dass die iranische Volk gegen seine Freiheit kriegen, und das bleibt ein wichtiges Ziel, den Iran zurückschießt, dann nur eine ganze Reihe von Ländern an die Kriege ranzieht, die eigentlich gern auch auf Frieden und Freiheit gelebt hätten. Golfstaaten. Und da seid ihr noch, wie die Welt unter ihnen hängt. Wenn an den Golfstaaten etwas geschieht, dann hat das eine direkte Reperkussion auf Eis. Und das ist die Dimension, die neben der menschlichen Dimension als extrem besorgt. Und ich will hier sagen, wir plädieren für Diplomatie. Wir plädieren für Deeskalation. Wir sind in engem Kontakt mit einer ganzen Reihe von Regierungschefen an der Golfregion. Und ich kann nicht sagen, Telefon, sagen sie mir alle gut in der Zelwicht, plädiert dafür, auch bei ihren amerikanischen Freunden, und nicht bleiben Freunden, auch wenn ich mit vielem nicht d'accord ist. Da den hin seht, stoppt der Toten, versicht, eine Lesung zu finden über dem Nuklearwaffenprogramm von Iran, mir evitiert, dass wir als Populationen beschossen gehen. Und dafür werden wir als ersetzen, als kleine Lützburger, mit den anderen Europa, für den Frieden und Freiheit auch an der doten Region, wie Jitwaren Gott. Der Krieg, wir dürfen ihn nicht unterschätzen. Der wird möglicherweise eine größere Inzidenz haben, ob als Inflation. Die Inflation geht möglicherweise hoch, vielleicht sogar solid hoch. Und dadurch kann der Wachstum gebremst werden. Gerade die Wachstum, die wir brauchen, wenn wir Arbeitsplätze wollen haben, wir wollen da, wir brauchen sie. Wir leben von dem Wachstum. Für alle als Sozialprogramme, als Infrastrukturen können zu bezahlen. Das gerade ein DNA ist von der Philosophie von der CSV. Wenn die Energiepreise substanziell klammen, wenn wir feststellen, dass dadurch als ganze Ökonomie durchgeht, wir sind noch nicht da, da will ich es sagen, dass wir als Responsabilität, als soziale und wirtschaftliche Responsabilität gewiss sind, dass wisst, dass wir etwas Werte machen, für als Bevölkerung zu schützen. Zu schützen a puncto Sicherheit, zu schützen a puncto Abkommens, sicherzustellen, dass doch Betriebe an einer schwierigen Situation weiter werden evaluieren. Das ist als Responsabilität, an die werden wir verwollen. Und dafür müssen wir auch weiterkommen bei den erneuerbaren Energien, weil wir müssen mehr unabhängig gehen. Und dafür, wenn ich für Runden von all den Ministerkollegen aus der CSV geschwärzt, weil das ein Team Lügt, ein Team CSV ist, da muss ich sagen, als CSV setzt doch eine dicke Handschrift bei ganz vielen Departementen von dem Koalitionspartner. Am Ende von der Ausschüstement der erneuerbaren Energie. Wir drücken darauf, dass wir mehr schnell erneuerbare Energien haben. Wir drücken darauf, am Jahrhundert gemacht, wir sie weiterkommen, mit ganz vielen Maßnahmen, die das soll erlauben, mehr Solarenergie zu produzieren, mehr Windenergie zu produzieren. Wir können mehr unabhängig zu gehen von den fossilen Energien, weil wir gesehen haben, Krieg an der Ukraine, und wir haben russische Gas mit kaufen, und nur dem inakzeptablen Krieg auch an der Golfregion, dass man von den fossilen Energien wegkommen. Und dafür ist das auch eine langfristige Strategie, die gut ist für die Umwelt, und für als Unabhängigkeit, für als Europäer, als Lützeburger, über erneuerbare Energien zu setzen, und damit werden wir viel fahren. In Krisenzeiten,
die wir nicht panikieren. An Krisenzeiten, die wir nicht abgeregt regieren und reagieren. Es muss im Moment sich dir vom Büro zumachen, es muss Kollegen aus der Regierung zusammenrufen und dann mit ruhiger Hand und den Prinzipien denken. Die Prinzipien, für die CSV steht, Werte, Frieden, Freiheit, Stabilität, da gucken wir, wie kriegen die dekliniert. Solidarität. Und das ist das, was wir auch an diesem Krieg und an der Welt, die auf der Kopf steht, mit der Ukraine, mit dem Iran, und mit einer Reihe anderen Defien Werte machen. Es geht schon darum, wenn ich am Anfang gesagt habe, das Leben von den Menschen besser zu machen. Aber dann machen wir das. Und das können wir nicht allein machen, und dafür muss man das an Europa machen. Und dafür bleibt CSV eng so pro-europäisch Partei, eng Partei, die aus der politischen Mitte raus heim an Europa Lesungen sicht für den Frieden an die Ziele, die wir haben, auch an der Welt, aber auch heim durchzusetzen. Und dafür Stimme zu Europa, eine Stimme zur politischen Mitte an Europa, und das wird auch so bleiben. A weltinternational Recht eigentlich nicht mehr ganz viel respektiert geht, als nach dürfen nicht falsch. Aber mir hätte gern auch das als etwas, was an der Natur von der CSV leidet. Es braucht Regeln. Es braucht Regeln daheim, dafür mich die Politik, braucht Regeln am menschlichen Zusammenleben. Und dafür brauchen wir auch den Multilateralismus. Und dafür muss man auch dafür ersetzen, dass internationale Organisationen funktionieren. Das ist gerade für ein Land wie Eist, ein kleines Land wesentlich. Weil auch wenn wir viel an Verteidigung investieren, zu Recht, und wir stehen dazu, und wir unterstützen das, und drücken das, an dem Gilles sein Budget leidet ein bisschen drin, und wir Gilles, das ist okay, wenn ihn für Sicherheitszonen ausgeht. Weil dem Großes geht, da kann ich noch im Moment bis suchen dürfen lehnen gehen. Aber wir müssen dafür sorgen, dass Lützeburg seine Stimme an der Welt hält. Und es sind oft, nicht nur am Mittwoch, wie ich bei der EVP war, an den Jacques und den Jean-Claude, auf den Bilder gesehen habe, oft, wenn ich sie durch die Welt fahre, sehe ich auch andere Lützeburger auf dem Foto, na ganz oft an der Mitte von der Foto. Der Joseph Bech, den all die internationalen Organisationen mit gegründet und seine Unterschrift gegeben hat, mit dem verdanke mir, dass wir heute können auf Frieden und Freiheit leben, durch DUNO, durch NATO und andere Organisationen, die wir nun im Zweiten Weltkrieg gegründet haben. Wenn ich den Pierre Werner gesehen auf den Bildern, wo den Euro erfunden ist, und Jean, da erinnerst du dich, wie wir mit Pierre Werner zusammen auf Frankfurt gefahren sind, wie die Europäische Zentralbank angeweiht gegründet ist, wie den Euro kommen, als Konsequenz von dem Rapport Werner über die Währungsunion. Da gesagt ihnen, dass die Geschichte vom Frieden und von der Freiheit von Menschen geschrieben wird. Und ganz oft von großen CSV-Politikern. Und diese Geschichte müssen wir weiterführen. Und das ist die Responsabilität, die ich für mich gesehen, für meine Kollegen in der Regierung und die ich auch für als Kanzlerpartei gesehen. Lo könnt vieles ob es zo, weil das an Unordnung, mich schon nicht gesagt, wir machen das mit ruhiger Hand an ohne als Prinzipien abzugehen. Aber wir machen das nicht allein an der Regierung. Wir machen das zusammen mit der Fraktion. Weil an einer Demokratie ist es so, dass eigentlich der Pouvoir bei den Leuten liegt. Und die Leute wählen Deputierten. Und die Deputierten schwätzen an ihren Nummern und all dem, den Nummern von den Leuten der Bausen. Und CSV ist eine große, starke Fraktion, die aus der Wahl von 23 hervorgegangen ist. Und ich will hier so als Parteipräsident, die Fraktion ist ja ein wesentlicher Teil von der Partei. Das ist nicht so die Partei oder eine Fraktion, das ist ein Club, an dem die Fraktion eine wesentliche Rolle spielt. Und ich will den Partei als Parteipräsident auch den Fraktionspräsident merci sagen für die extrem gut zusammenarbeit. Die war gut mit Marc. Der Marc war viel an den Medien, und das heißt, du gemeint, wir zwei Marc hätten da verschiedene Meinungen, aber wir haben zusammen diskutiert. So können wir eine Volkspartei führen. Und der Laurent, dem ich das
mit einer Selbstsicherheit, die waren schon 20 Jahre Fraktionschef wäre. Ich habe dich erlebt, wie viel von ihr auf den Bezirkskongressen, das war nicht ein Newcomer, den du geschwärzt hast. Und dann würde ich da so, Laurent, das ist gut, dass du so eine starke Unterstützung in der Fraktion hast und dass du das mit so viel Fried an die CSU misst. Denn Laurent und ich, das wissen ihr nicht. Wir sehen das allmählich schon, und wir fangen Woche zusammen an, wo wir über Diskussion führen, was wir alles in der Woche machen. Am Donnerstag kommen ja meistens an die Fraktion. Das ist ein Team CSV funktioniert, wie wollte ich dem Laurent, wie auch allen Deputierten aus der CSV-Fraktion eine große Merci sagen, für die extrem gut zusammenarbeit, die kritisch und konstruktiv Diskussionen, die wir da feiern. Mir richtig Spaß, an Fraktionssitzungen zu kommen. Und da habe ich das, wie gesagt, nicht drüber. Luken 26, 27, 28, dann muss man auf dem Weg weiterfahren. Die Wirtschaft muss drehen. Die Wirtschaft ist die Basis von all dem, was wir machen. Die Wirtschaft ist nicht alles. Die Wirtschaft ist kein Selbstzweck. Ich meine, dass der Friedrich Merz, den Uli und den Ludwig Erhard gesagt hat, Wirtschaft ist nicht alles, aber ohne Wirtschaft ist alles anderes nichts. Oder so etwas Ähnliches, mit ihr versteht. Mein Deutsch ist nicht so gut wie sein. Sie auch Lützeburger. Wenn man keine Wirtschaft hat, die funktioniert, Wirtschaft als Arbeitsplätze, ja, dann stehe ich meist den Finger an den Mund. Wir brauchen ein flott, interessant Schaff, wo wir ein Pai kriegen, da noch eine Pension, die muss gesichert sein. Dafür haben wir die Pensionsreform gemacht. Aber wir wollen all das dafür sorgen, dass als Betrieber, auch die Lützeburger Betrieber, die kleinen Mittelbetrieber, dass die nicht erdrückt gehen von administrativen Lasten, dass sie können etwas produzieren, etwas verkaufen, daheim und am Ausland. Und dafür setzen wir uns an für eine Bandenmarkt, die funktioniert, und daheim für die Innovation und Produktion von Gitter und Denkschlichtungen möglich gemacht. Und dafür feiern wir einen engen Dialog mit den Betrieben, für ihre Sorgen zu verstehen, aber sie dann noch zu unterstützen, dass sie können zu Lützeburg flott Arbeitsplätze schaffen, erhalten, gerade an einem ganz schwierigen wirtschaftlichen Kontext. Sie können ob CSV zählen Leute, die an den Betrieber schaffen, am Betrieber selber. Und wir wollen noch an diesem Jahr an der Gesundheit weiterkommen. Was tun wir versprochen? Wir haben gesagt, wir wollen, dass der Bürger mich schnell am bei sich Access zur Medizin kriegt. Da wir den Patient am Mittelpunkt stehen. Und wir haben darüber viel an der Partei diskutiert, wir haben an der Fraktion darüber diskutiert, wir haben an der Regierung darüber diskutiert. Und Martin weiß ganz genau, was der Support von der Partei hat, für das am nächsten Jahr umzusetzen. Und dafür ist neben einer Arbeitsplatzpolitik, einer Wirtschaftspolitik, die funktioniert, Gesundheitspolitik sicherlich ein wesentlicher Teil von der Verbesserung von der Leben von den Menschen und den Patienten, die wir am nächsten Jahr hinkriegen wollen. Und dann darf die Sozialpolitik als nicht egal sein. Wir haben nicht gewartet, ob ein Armutsplan den Familienminister präsentiert hat, wie etwas zu machen in dem Bereich. Aber wir unterstützen die ganz, und denen ist gut. Aber wir müssen weiter gezielt gucken, dass wir den Menschen am Land helfen. Und dafür wäre eine wesentliche Forderung von der CSV, die wir umsetzen werden an der Koalition, für das Kannergeld zu heben. Das war und bleibt eine Forderung von der CSV. Das Kannergeld wird 27 gehecht, wenn wir gerne hätten, dass Familien zu Lützeburg an der Steuerreform, aber auch mit dem Kannergeld, die notwendig Moyen haben, wir können ihre Kanner an ihre Familien ein ordentliches Leben zu garantieren. Das ist CSV-Politik konkret, die wir auch an dieser Legislaturperiode weiter umsetzen. Wirtschaft und Soziales geht Hand an Hand. Und das werden wir auch machen bei der Mindestlohndiskussion. Ich muss Ihnen bei der Diskussion, und die ist nicht ernst an den letzten 20 Jahren gefeiert gehen, immer die richtige Equiliber finden, zwischen der Notwendigkeit, die zu unterstützen,
die ganz klein Akkommen sind, an die am schwierigsten in einer Gesellschaft zu leben, und zugleich den Effekt davon aufzufiedern, bei denen Betriebe, die vielleicht die größten Schwierigkeiten haben, da zu bezahlen. Und ich bin fest davon überzeugt, auch nur in Diskussionen aus den letzten Tagen, dass man auch als CSV den Equilibre auch an dieser Frage fanden, und dafür haben wir den Arbeitsminister und den Wirtschaftsminister gebeten, die Gespräche mit den Sozialpartnern zu führen, und sie überzeugt, dass daraus eine ordentliche Kompromisslösung gefunden wird. Kompromiss ist nie ein Zeichen von Schwäche, das ist ein Stärke, wenn ihr wollt Sozialkohäsion haben, wenn ihr wollt gemeinsam Ziele erreichen, die Ziele für Wirtschaft, Sozialem, die mal als TSV gemeinsam erreichen werden, dann werden sie auch an diesem Dossier erreichen. Die Freundinnen und Freunde, die gesehen, das ist viel zu machen. Das ist viel zu machen, Mann, der Majorität. Und da will ich auch ausdrücklich so, auch als Parteipräsident, auch als Staatsminister, als Relationen mit der DP an der Majorität sind ganz gut. Die Vizepremier nicht schwätzen ganz viel mit denen, das ist zwar viel an der Welt in AW, aber auch da hat ihr Telefon, wir schwätzen mit denen, wir schwätzen als auf. Und das Koalition funktioniert, weil wir an die nämliche Richtung ziehen, aber weil wir keinen Streit haben. Aber weil wir wissen, dass die vierige Regierung auch gescheitert ist, weil sie an 3 verschiedene Richtungen gezogen haben. Das ist schwierig bei uns, weil wir haben 2 Parteien in der Regierung, das ist schon mehr einfach. Wir ziehen an engem Strang, und ich will ausdrücklich so, eine Koalition funktioniert nicht mehr, wenn die 2 Parteien von der Majorität gut zusammen schaffen. CSV setzt sich an, für dass hier Prinzipien und Werte respektiert gehen. Das ist in dieser Koalition der Fall. Und wir fahren mit der DP gut und solid weiter, für unser Programm gemeinsam umzusetzen. Für das können richtig zu machen, muss ich natürlich an seiner Partei verankert sein. Und für mich ist es eine große Chance an eine Bereicherung, nicht nur an dem großen Büro vom Staatsminister zu sitzen, aber Member an einer Partei zu sein, Parteipräsident zu sein, was einem all der rappeliert, wo ihn hier könnt, für wer den sich ersetzt, aber was Leute an den Bezirken, an den Sektionen, am Nationalkomitee, am Nationalrat engem Sohn. Und dafür wollte ich die Kombination von den Funktionen haben. Weil wenn der Parteipräsident an der Regierung ist, da stellt er noch sicher, dass das, was die Partei gerne hat, auch gemerkt hat. Und dafür ist die Verankerung wichtig, nicht zu vergessen, was Member von der Partei so. Und dafür brauche ich die breite Unterstützung an der Partei, für die ich hier werbe. Ich habe mir damals zu Ettelbreger und Donau, wie der mir Vertrauen geschenkt haben, ein paar Ziele gesagt. Der eine, das war, zu helfen als Kapitän der CSV zurück an die Regierung, an die Majorität ging kommen. Das ist gelungen. Zu gucken, als das Programm ging umgesetzt ging. Da sind wir gut in AW, bleibt noch so manches zu machen. Und ich hatte noch ein anderes Ziel, die Partei zu verjüngen und zu erneuern. Und ich muss sagen, auch da haben wir einen ganz großen Schritt gemacht. Ich bin nicht wenig stolz, dass, wenn ich gucke, auf den Bezirkskongressen, wo ich an den letzten Monaten war, dass wir überall neue, frische Ideen und Spitzen kriegen. Das ist nicht nur eine Frage vom Alter, aber das ist auch eine Frage von neuen Leuten, die Verantwortung an der Partei kriegen und noch überholen. Und dafür wollte ich sagen, dass das eigentlich Ziel erreicht ist, wenn ich gesehen habe, dass wir am Norden den Jeff Bohnen als Bezirkspräsident haben, der Ricardo Marquez am Osten, Franzi Kemp am Süden, der Maurice Bauer zusammen mit Martin Gruber am Zentrum. Das ist da formidabel. Die vier Drohnen nicht extrem gut gemacht. Ich will Ihnen alle gute Merci und Ihnen an Ihre Komitee. Ich bin auch enorm froh, dass man neue Leute tun und der Spitze von den Bezirken, die auch Lohnwerte gucken, mit den Sektionen, mit all den Leuten, für dass die Partei gut aufgestellt ist, für Ideen ranzubringen und noch en vue von den nächsten Wahlen. Dafür ein großes Merci Ihnen alle Gute.
An iwgens dat ass or appppes wat nie genug kann erstreichen. Eg Partei ist reich durch ihr Membres. Die 10.000 Membres an viel méi Sympathisanten anderem. Die all der eis hëllefen, dat als Versammlungen iwwer stattfand. Die du han dem Kontoir stehen, wir kommen noch geschwind hin, ich komme zum Schluss. All die sie gebraucht an nimmen dodech als CSV stark. Eg Partei funktioniert net just mat denen, die an de Komitee sind. Die sind wichtig, die sind essentiell. Mei Partei, das eng gros Familie so spierenne Staat, an dat muss man auch de Geschlossenheit, den Echange, auch die respektvollen Echange über Sujeten, wo man vielleicht nicht als eins sind. Das gehört zu einer großen Volkspartei von der Mitte, an der wir sind stolz, Präsident von der Partei zu sein. Zukunft, meine Freundinnen und Freunde, geschieht nicht vom selben. Schlechtsachen an der Welt entstehen, wenn Menschen irresponsable Decisionen holen, besonders wenn sie andere auch enorm nach impactieren. Das war so bei den schrecklichen Sachen im Zweiten Weltkrieg, das so bei den inakzeptablen Sachen, die für Menschen in der Welt geschehen, bei den Kriegen, wo viele Leute, unschuldig Leute sterben. Das so, wenn politische Decisionen geholt gehen, die Menschen an Armut bringen, und dann ist Politik gefordert. Frieden, Freiheit, Wohlstand, Solidarität, Stabilität. Das geschieht nicht vom selben. Zukunft entsteht nicht einfach so. Sie wird gemacht von Frauen und Männern, die sich engagieren. Und das ist als Pflicht, das ist Pflicht von der CSV, für eine Partei von der politischen Mitte zu sein, die sich nicht scheut, Verantwortung zu überholen für das unserem Land, dass es Lützeburg auch in Zukunft gut geht und noch besser geht. Wie auf CSV, wie auf Lützeburg, wie auf Europa. Merci, Luc. Du hast den Dreieck von der Nohaltigkeit, am Sozialen, am Nohaltigen, mit der Wirtschaft, schön gezeichnet, da mitten dran, als Land, Europa, an CSV natürlich. Du hast gesagt, schon versprochen, dass wir Gefühl bei den Pad kommen, wir haben noch ein bisschen im Programm. Ich gucke noch, dass wir da durchkommen. Und wir gehen nämlich aufhängen mit den Wahlen. Und, ich gebe euch kurz Kandidaten vorstellen, ein sehr da durchgehen. Und dann gebe ich dann Präsidentin von der Wahlkommission erinnern, bitte für es kurz zu sagen, wie das aufläuft. Wir geben aufhängen bei den Kandidaten, wann das klappt, mit dem Kandidat für Parteipräsidenz, und das als den aktuellen Präsident und Premierminister Luc Frieden. Müssen noch Bilder da kommen, fand ich richtig sehen. Ach, voilà. Die kennt die Luc aber alle gut, das ist nicht, dass das ein neuer Moment hier ist. Der Luc kandidiert für die Präsidenz von unserer Partei. Dann haben wir für die Vizepräsidenz von der Partei zwei Kandidaturen. Das ist einmal Stefanie Weidert. Stefanie Weidert ist für der Gemeinde Rösbad-Mompisch. Er ist 41 Jahre alt, er ist deputiert, er ist auch Vizepräsidentin von der Fraktion, aber er mächtig als Sänger Gemeinde. Stefanie Weidert. Zweiter Kandidat ist den Christian Weiß, der Kröcht, wie wir so den Christian aus von Esch-Ölzig, den ist auch der Bäuermeister, und hat 40 Jahre, und noch hin als an all diese Gremien an der Partei vertreten. Der Christian, der Kröcht. Dann haben wir als Kandidat für den Generalsekretär, auch als aktueller Generalsekretär, hat schon angedeutet, dass er nach einem kandidiert, den Alex Donnersbach
Fu Walfer, den Alex huet 34 Joer och hin als Deputéierte bei uns an natürlich an alle Gremien an der Partei Dave verankert. Den Alex. Dann immer de Mann mam Hund, den Thierry, de Kandidat Bereker fir also fir Tresorie ze geben vun der Partei. Ich mein, auch den Thierry oder de Moien ha erlieft hin ass der Gemeng kopplecht Bridel an das do wo beier Meester ass. An den Thierry as och bei der Nationalkomitee als Generaltresorier. Den Thierry Schumann. Dann huet all Bezirk zwei Posten am Nationalkomitee zu gut an gi auch enker dichcht Kandidate goen. Die brauchen net gewählt zu gehen, weil überall 2 Leute sich gemeldet für 2 Posten. Da das für den Norden enkeiert Carol Weigel, Carol 46 Jahre, Carol aus Fuvols, Carol Alkant, Carol Weber mechteste Vols leider gut man do strichte Strechen gemacht me nun aber als gesot dat dauert net lang, do kommen man zurück zu Vols. Carol. Dann hummer vun Eppelding aus der Nordstaat de Claude Gleis, de Claude as bei Meesterheit zu Eppelding an Claude 56 Joer an de Claude koordiniert oder spielt en ganz groß Rolle an der Nordstaat. De Claude Gleis. Dafür den Osten Nummer auch 2 Kandidaten, dat das enker de Frank Dummer, de Frank huet Äder 50 Joer, de Frank als Vergrevemacher, hin als Orlo schon am Bezirkskomitee an auch am Nationalkomitee dabei gewicht, de Frank Dummer Vergrevemacher. Weitere Kandidat aus dem Osten aus den Tom Weber, den Tom aus für Jung Lünster huet 44 Joer, den Tom aus zu Jung Lünster am Gemengerot an noch hinnners am Bezirkskomitee, den Tom Weber für Jung Lünster. Am Süde kandidiere für den Nationalkomitee enkeier Kimi Mosel. Kimi Mosel huet 34 Joer, das vu Mammer an noch hatwer bislo am Nationalkomitee an noch am Bezirkskomitee aktiv. Kimi Mosel. Dann immer auch aus dem Süden de Guy Breden. De Guy Breden huet 55 Joer ass vu Kielen, de Guy Breden zu Kielen am Gemengerot, an noch hin als Member vom Bezirkskomitee, an wer auch lo am Nationalkomitee well der Präsident von dem CSV Bezirk Süde war. De Guy. An danach als Kandidaten aus dem Zentrum, da haben wir den Claude Frieseisen, der Claude hat 66 Jahre, der Claude ist von Niedererden und auch der Claude war bislo am Nationalkomitee. Voilà, der Claude. Und dann immer nach Martin Gruber, ich noch Bescheid morgen, Martin hat 41 Jahre, kennt er aus der Stadt Lützeburg. Auch noch Martin war schon aktiv am Bezirkskomitee, am Nationalkomitee. Martin Gruber. Lo hummer hunn ich Kandidaten all firstalt, an der giwe ich Präsidentin vom Wahlbüro Lynn Frank Heinerbier, den hat giwe ich kurz erkläre, wie dat lo oflieft. An dem Linsing Leiit aus der Wahlkommission können sich vielleicht schon do hannen bei den Ummeldungen ze Summe fannen, fir dann relativ sehr de no bei Auszählungen zu gehen. Voilà, Lynn, ich gehe dazu. Alle Guten, ich habe mich ganz kurz, ich erkläre schnell die Regeln, die Spielregeln von Haut. Du hast schon gemacht, dass der Nationalkomitee nicht muss gewählt werden, weil du so viele Leute beworben, wie auch Posten da sind. Ergo muss auch kein Geschlechtercode appliziert gehen. Par contre, haben wir auf dem Ordre du Jour Haut 5 ganz wichtig Fälle, weil es an unserer Statute so verankert ist, sind es auch also das Wort Sekret. Dem nur hoffentlich Schiedverein von den Delegierten die Flot 5 Kärtescher. Ich erkläre Schüsterrenkehr, wie die Kärtche nicht, oder die Wahlzettel nicht an Konsideration gezogen, weil er nämlich auch ekartiert. Die Kärtescher, die soll Kreuz machen, kein 2 und auch nicht Kind. Rundherum soll auch nicht markiert gehen, für das diese Wahlzettel dann noch gültig ist. Als sie nicht gültig wird ekartiert, so hier wird dann auch nicht konsideriert für die No als Majorität, aber wir brauchen eine Majorität simple, zu definieren. Die 5 Kandidaten sind viergestalt gehen. Ich persönlich wünsche den 5 Kandidaten ganz viel Success und ich hoffe, dass wir
bei engem überall musste nimmen du gucken und dann mir auch nicht viel Arbeit. Da gibt es schon nach Bierden Wanderkennt bis ausgefüllt wird nimmen engkeier Dirblen, weil das mischt euch auch mir einfach und das immer mir sehr beim Pat, dass immer auch mir sehr trick für ihr dann auch Wahlresultat zu verkönnigen. Sur ce mischt lo de Jaff geschwommenchte Wahlbüro op. Da kommen mein Kollegen aus dem Wahlbüro Landschmatten Urnen, die geht Ehren Zettelchen oder Zelscher dran, den dann engkehr ist gefällt tut. Aber wenn ihn nicht konsideriert geht, dann melde ich, wenn ich glift an mir gesehen als darum bei der Verkündigung von den Wahlresultaten. Merci. Merci, Lynn. Merci, Lynn, für das Detailer. Ich mache dann effektiv die Aufstimmung ab. Die Zettel gehen abgeholt. Ich kann auch präzisieren, dass 342 Leute sich angeschrieben haben. Die Neuen von denen plus minus 500 Leute, die hier am Saal sind, sind es also 342, die aufstimmen können. Die Zeit, wo man das abheben, macht die Menge auf. Gebe ich noch paar Posten aus der, oder paar Gremien, die müssen neu besetzt gehen an der Partei und präsentieren, wenn du Kandidat ist, aber wen noch gesagt hast, wenn man da keine Wahlen machen. Das ist eigentlich bei den Käserevisoren. Haben wir als zwei aktuelle Käserevisoren, die führen. Wir sind da ganz froh, dass der Jacques Bauer und der Gaston Kraus. Der Jacques ist von Rammeldang, der Jacques als Chefin an der Gemeinde Niederrhein, der Jacques hat 50 Jahre und das Affekot. Voilà, der Jacques Bauer als damit weiter Käserevisor an unserer Partei. Dann haben wir den Gaston Kraus, den der Morgen auch schon gesehen hat. Der Gast ist von Grevemacher, der Gast ist 65 Jahre alt und er ist ein pensionierter Kontabel. Und wir sollen vielmals merci den zwei, dass sie das weiter machen. Merci, Gast. Da besetzt man neu als ein Disziplinarrat. Und da gebe ich kurz so, wenn die Effektivmember sind, das ist Madame Françoise Hetto-Gasch, den Henri de Ron und Jean Weiler. Also sie haben noch Member Suppléant, falls sie müssen ersatz gehen, Madame Rose, Scharf Hansen, Martin Krämer, Epouse Dupont und Victor Roth. Ihnen eine große Merci, dass Sie das machen. Dann haben wir noch einen Berufungsrat. Und da sind Member effektiv den Norbert Haupert, Martin Schäffer und Georges Pierre. Und auch sie können ersatz gehen durch Madame Ricky Goslings-Kanters, den Romain Lutschen und den Claude Clemens. Merci auch Ihnen. So, damit hätten wir den Teil von Wahlen an Gremien Ball geschafft, da wird noch ausgezählt. Ich will nun, dass Sie am Gang sind, alles abzuheben. Wir geben dann 4 Uhr fahren mit unserer Präsentation oder mit den Basisorganisationen. Wir haben heute schon darüber gesprochen, dass wir in unserer Partei viele Gremien und viele Organisationen und viele Zahnräder, die an den drehen. Und dass wir ein großes Freude, dass wir auch Präsidenten und Präsidentinnen und Präsidenten von unseren Basisorganisationen begrüßen. Ich gebe proposieren, dass sie alle mal näher abkommen. Wir hatten gesagt, wir geben einen oder anderen machen. Wir wissen, dass wir in der Zeit schon relativ fortgeschritten sind. Gebe ich euch frohen, alle zusammen nach Europa zu kommen. Das ist der Fernand Boden für CSV Senioren, das ist Melanie Grün für CSV Gemengerat, Gerda Schaak für CSV International, Nathalie Morgenthaler für CSF und Matti Steinmetz für CS Schott. Und das an Sie geben effektiv kurz an 2 Minuten Alkas hier ich vorstellen, nicht den Aktualitäts- oder den Aktivitätsbericht mehr echt, wo sie politisch Themen das ja besetzt haben, damit an CSV bräuchte. Kommt, wann ich liebe drauf. Ich gebe proposieren, dass der Ferner aufhängt, so wie wir das gedurcht hatten. Ja, Ferner, du kannst auch hier bei den Podium kommen. Ich gebe am Saal froh, ein bisschen, wenn wir angesammelt tun, ein bisschen zu Rot kommen. Ich habe keinen Schell wie der Claude. Aber ich höre, dass aber noch relativ viel Comedy am Saal ist. Und da gebe ich Ferner dir Tod gehen, für uns kurz zu sagen, wer an den CSV Senioren, wo ihr schon ein bisschen hören, das ist ja im Morgen. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Freunde, alle ich soll an ein paar Minuten über CSV Senioren hier erbigt. So diese Komitee, die können so 7, 8 Mal am Jahr zusammen. Wir haben da ganz interessant
a ganz animéiert Diskussionen iwwer wichtig politisch Themen. Wir verfolgen noch d'Erbicht vun der Regierung, d'Erbicht vun den CSV Mandatären an als Fazit vun der erste Halbzeit vun dieser Legislaturperiode fanden wir, dat das Regierung hier Erbicht ganz gut mischt. Wir fanden, dat man besser regiert gehen, wie dat fir d runde Fall war. Wir haben nämlich die endlos Streitereien, wo nämlich die viele Diskussionen gehandelt wird, mit bei uns an der Zweier Koalition, da gehen Probleme angepackt und wird gehandelt. Der Luc Frieden ist schon auf alles das angegangen, was gemerkt ist, dafür ist ein paar Worte aus dieser Sicht. Erstens begrüßen wir das Bekämpfen der Armut. Ein wichtiges Thema ist. Also, ich habe ein bisschen beruhigt, wenn ich gelebt habe am Saal. Das ist das viel Zirkulation da. Merci. Die Bekämpfung der Armut ein wichtiges Thema ist. Dass ein Arbeitsplan ausgeschafft wird, für das sich schon eine Reihe Maßnahmen ergriffen gehen. Wir haben hier im Land nach viel Leid, die Probleme haben, mit den anderen zusammenzukommen. Und ich meine, denen es Mann gut geht, dürfen wir nicht am Rhein stehen lassen. Wir haben appréciiert, dass das derige Problem von der Rentenreform angepackt ist. Eine erste Reform ist gemacht und an den Diskussionen hat jeder gemerkt, dass da noch mehr geschehen muss. An der nächsten Legislaturperiode wird auch etwas geschehen und am Wahlkampf muss alle Parteien dazu Pfeff bekennen und sich äußern. Wir hatten Gelegenheit, ob es im Nationalkongress nach den Depräzieren über die Gesundheitspolitik zu schwätzen. Hatte die all impressioniert, muss ich sagen, über seine Dossiers, seine Sachkenntnis, und wie alles das, was es dort nach Völles hört, für das Gesundheitswesen qualitativ zu verbessern, für die Patienten besser zu betreuen. Wir haben auch festgestellt, wie der Luc das auch gesagt hat, dass auch viele Länder Bauern auf die Straße gehen. Das ist hier im Land nicht der Fall. Und das geht nicht mehr, wenn die Bauern Vertrauen tun an die Minister, an die Regierung, an das sie gespürt haben, dass hier eine Politik gemacht wird, mit ihnen auf vier sie. Wir haben noch stärker appréciiert, dass an der Finanzpolitik, an der Steuerpolitik ist Versprechen mehr netto vom Brutto angehalten ist. Du hast vieles geschehen. Wir haben aber zwei Probleme, wo wir nicht so richtig d'accord waren mit dem, was gemerkt ist. Das eine, das Problematik vom Avortement, wo wir am Anfang gehabt hätten, dass auch die Befürchtungen von denen, die fährten, dass die Frist während der avortiert kann gehen, dass die durch eine einfache Majorität zu viel lang erweitert gehen. Dafür hat man gerne Recht auf Leben als ein bisschen Ausgleich auch an der Verfassung gehabt. Und ein zweites Problem, wo wir auch bedenken haben, das ist die neue Steuerreform. Wieso hatten die Leute gestellt, hatten die Schwach? Sie sind entweder kollektiv besteuert gehen, nur im Splitting-Verfahren, oder sie konnten für eine individuelle Besteuerung wählen. Bislang, 2010 ist das der Fall, und 99,7% von der Städten dafür plädiert für Kollektivbesteuerung nur im Splitting-Verfahren. 0,3% hat für die Individualbesteuerung plädiert. Wir freuen uns also, wofür an dem neuen System unbedingt die Kollektivbesteuerung und Splitting-System muss aufgeschafft gehen. Können die nicht als Option beibehalten, auch am E-Klassen-Steuersystem? Ferner, ich muss dich freuen, zum Schluss zu kommen. Ja. Du hast ein Leben, aber die lebt. Und die ist aber schon über Zeit. Ja. Wir haben noch bedauert, muss ich sagen, dass das Splitting direkt für jeden aufgeschafft wird. Wir hatten verstanden, wie die Lüge doch gesagt wird, dass während 25 Jahren
Das Splitting gibt beide bestehen bleiben für die Haut schon bestört oder gepackt sind. Das ist aber nicht der Fall. Aber wir machen eine Steuerreform, wo am Anfang die 950 oder 900 Millionen kauft, die neue Steuerbereim. Schon Geselle kriegen eine Steuererleichterung von 2.500 €. Die nicht bestörte Koppeln kriegen eine Steuererleichterung von 5.000 €. Die bestörte Koppeln oder gepackte Koppeln, die sich dem Code Zivil unterwerfen, ich muss wirklich Schluss machen. Ich bin noch fair an der Reihe. Die kriegen null Steuererleichterung. Wir fanden das nicht richtig. Wir leben an einer individualistischer Gesellschaft. Wir sind der Meinung, dass das nicht das soll weiter fördern. Merci für als den Rapport zu machen von den CSV Senioren. Ich gebe dafür kommen in den nächsten Punkt, das Melanie Grün von den CSV Gemengerät. Und noch ein Melanie, heute lebt so ein schönen Auer, probiert ich ein bisschen Zeit zu halten. Merci. Guten Mittag. Das Motto von diesem Kongress, couragiert, responsabel für Lützeburg, gilt auch an der Gemengepolitik. Die Gemenge steht für ihre großen Defien, mehr komplexe Prozeduren an der Verwaltung, Logement abordabel oder immer mehr hohe Erwartungen von den Bürgerinnen und Bürgern. Eine Modernisierung am Gemengesektor war dem nur nötig, weil ohne engagierte Mandatären funktioniert die Lokaldemokratie nicht. An 2025 hat ein CSG-Komitee ob ein Infoofen mit Leon Gloden zum Thema Herausforderungen an der Gemengepolitik Nouveau Statut et local invitiert. Das längst überfällige Reform macht die Aktivität vom Gemengepolitiker mehr attraktiv. Das zum Beispiel durch die Absätze vom Congé Politik wird Beruf und Mandat mehr kompatibel mischt. Weil nicht so können wir weiterhin Leute aus all Alters- und Berufsgruppen für die Gemengepolitik gewinnen. Der Premier hat gesagt, weil Prozeduren für die PAG, PAP oder die Finanz- oder die Klimapolitik immer Komplexität gewonnen, begrüßt CSG auch, dass Doffer auf Formationen ausgebaut an der Lifelong Learning auch für die Gemengepolitiker garantiert ist. Weiter wichtige Pisten, Stärkung von der Gemengeservice als Simplifikation administrativ. Eine Vereinfachung bei den Demarchen von den Baugenehmigungen, des Silence vaut accord oder eine bessere Digitalisierung. Den Alltag am Gemengesektor soll dadurch mehr einfach gehen. Eine große Chance sind neue Services wie die Koordination citoyenne, die für die Umsetzung von der Charta mein Gemeinschaftssport zuständig können sein. Ein wichtiges Projekt von dieser Regierung ist heute Koordinateur sportiv. Mittlerweile gehen es 23 am Land, und sie drohen durch hier Arbeit zum Zusammenleben und zur Attraktivität von der Gemenge bei. Der sieht 2026 als Tür von der Gemengen. Es gibt aber noch viele Baustellen. Den CSG-Komitee schafft weiterhin courageös zusammen, für das das Land auf starke Gemengen mit einer guten Verwaltung und einer lebenswerten Demokratie setzen kann. Das ist auch wichtig mit Blick auf die nächsten Gemengewahlen. Wir wollen als Sektionen aktiv dabei unterstützen, stark Listen zusammenzustellen. Nicht als Team können wir die vielen Defien, die sich auf kommunalem Plan ergehen, umgehen und so Responsabilität überholen. Ein grosses Merci an den CSG-Komitee und all Mandatären an der Gemengepolitik. Merci Leon und merci Ejal. Merci Melanie, und wir geben direkt hier für mit Gerd Schaak von der CSV International. Liebe Präsident, liebe Generalsekretärin, liebe Delegiert, dear Damen und Herren, es ist mir eine große Ehre, als Präsidentin vom CSV International diesem Nationalkongress teilzunehmen und heute Wert zu ergreifen. Als Mission ist klar, Engagement von der internationalen Kommunität am CSV, am politischen Leben zu Lützeburg zu strecken. An engem Land mit einem divers internationalen Background, an einer starken multikulturellen Identität, ist das Mission essentiell für die Zukunft von unserer Partei. 2025 war ein Jahr für starkem
Westem a Konsolidierung. Op eisem Kongress am Mars haben wir ein neues Exekutivkomitee mit neuer Energie und Engagement. Am Juli haben wir mit Scholzmark von 1000 Membern überschriftet. Eine klare Sache für Vertrauen an unsere Arbeit, an unsere Werte. Wir haben unsere Präsenz im Terrain gestreckt durch wichtige Evenementen, wie das Festival der Migration, der Europadar zu Straßen und durch lokale Network-Initiativen. Gleichzeitig haben wir als Visibilität auf den Social Media erreicht, unsere Kommunikation modernisiert und nach mehr internationalen Residenten direkt erreicht. Unsere institutionellen Visiten und unsere Partizipation in CSV-Arbeitsgruppen, Energie, Education und Finanzen haben dafür gesorgt, dass die internationale Perspektive an die wichtigen politischen Diskussionen virtuell ist. Für 2026 bauen wir auf diese Dynamik auf. Mit mehr starken Kommunikationen, weiterem institutionellen Dialog, interkulturellem Networking und aktiver Partizipation. CSV International ist ein Projekt Test Kulturen, Test Residenten und Institutionen und Test lokalem Engagement. Merci vielmals. Merci für die wichtige Arbeit, die da macht. Ich meine, wir wissen alle gut, dass wir eine internationale Kommunität haben, die immens wiest, und wir sind froh, dass auch CSV da präsent ist. Da gebe ich Wort Ferogin und Nathalie Morgenthaler von der CSF. Ich gebe Ihnen froh, für da haben wir nicht immens viel Kamei, die vielleicht mir ruhig oder dabei sind, die Gespräche zu haben, was wichtig ist. Also ich verspreche nicht, mehr Guido sehr durch das Programm. Wir kommen zum Part. Ja. Leif alle Guten, CSF als eng egeständig Frauenorganisation innerhalb von unserer Partei muss haut noch immer eine wichtige Rolle spielen, auch von Gleichstellung schon eine weite Weg an zu schürt. Erstens geht es darum, eine klare Stimme für Fraueninteressen zu sein. Eine Frauenorganisation kann dafür sorgen, dass Themen wie Gleichstellung, Pay Gap, Care-Arbeit oder Gewalt gegen Frauen nicht an den Hintergrund geraten. Zweitens ist CSF eine Plattform für Vernetzung und Förderung. So eine Struktur kann Frauen encouragieren, sich politisch zu engagieren, sich weiterzubilden und sich gegenseitig zu unterstützen. Sie kann auch dabei helfen, mehr Frauen an Entscheidungspositionen zu bringen. Drittens kann CSF auch intern Druck aufbauen, für das die Partei selber mehr gerecht und mehr inklusiv wird. An keiner Partei sind Frauen paritätisch vertreten, besonders auf Führungspositionen. Wir können zum Beispiel aber nicht nur bei der Listenaufstellung behilflich sein. Am Oktober letzten Jahr hat man ganz flotten und konstruktiven Austausch mit dem Generalkoordinator von der Partei, bei dem er alle Doléances und Wünsche zum Ausdruck konnte bringen. Lo zielt man natürlich auf die Partei, für die auch seriös zu holen und immer umzusetzen. Ich denke du beispielsweise an den Gender Audit und den Aktionsplan, den die USZE als gratis angeboten hat. Wenn ihr eine Organisation valorisieren will, müssen wir direkt zugreifen. CSF schafft in einer Zeit verstärkt und einer besseren Kommunikation und Visibilität. Nebenbei bemerkt, können ich ein paar Beispiele aufzählen, wo man auch nicht gezeigt hat, für die Partei darauf aufmerksam zu machen. Ich will auf jeden Fall alle Vigilanten und motivierten Damen aus dem Nationalkomitee, den Bezirken und den Sektionen ein grosses Merci für ihren Einsatz am Laufe des letzten Jahres sagen. Wir sind eine super Equipe, die löser immer mehr fest zusammenweist. Wir als CSF sehen also auf jeden Fall weiterhin als Motto für Veränderungen und erinnern als Mammepartei, Ironie du Sort, dass das so heißt, immer im Gern drin, dass Gleichstellung kein Randthema darf sein. Solange nach Ungleichgewichter bestehen, werde doch weiter ein CSF gehen. Ich so nicht, merci. Merci Nathalie, und da bleibt nach den Matti Steinmetz von der CS Schott. Matti, du hast es. Leif alle Guten, auch von unserer Seite kleinen Aktivitätsreport. Wir hatten für 2 Wochen als alljährlichen Nationalkongress, wo wir auch gewiesen haben, dass gerade ein CS Schott will mitschaffen und mitschafft. Wir haben
Zusammen haben wir 6 Resolutionen angeholt, darunter 3 Stück am Bereich Logement, weil Logement ist und bleibt ein grosser Sorge von den Jungen. Wir haben aber auch über die Sprachenpolitik an der Schule geschwärzt, über die finanziell, die gerade die Jungen, die an Berufsleben oder an Studium starten, und dann aber auch Start-ups für die Zukunft zusammen zu gestalten, für die Kreativität von den Jungen hier am Land mit zu kanalisieren und das noch viel zu bringen. Die Gesetze schafft auf den Sujeten, die gerade den Jungen besonders wichtig sind, und wir werden das noch weitermachen. Das ganz besonders, und das ist auch ein großes Sorge von uns, und da ist als Hoffnung auch groß, wir hören nicht regelmäßig, die Schuldenzahlen entwickeln sich nicht immer in die Richtung, wo wir es gerne hätten, ganz besonders bei der Jugend, als das bleibt das Problem, da wollen wir ganz konkret auch gucken, dass wir an der Richtung weitergehen, aber auch Klima. Klima ist auch ein Sujet, wo man weiter daran arbeiten muss. Mental Gesundheit, also im Gang, da sind wir schon froh, dass wir das intern schon umschaffen sind. Und dann will ich aber auch ganz klar sagen, wir erkennen auch, dass diese Regierung ganz viel konkret Sujets schon angesprochen hat und auch Mesuren erholt hat, die gerade den Jungen zugutekommen. Ob das bei der Familienpolitik ist, bei der zukünftigen Steuerreform oder bei der Attraktion von Talenten für die Plätze zu kriegen. Dann aber auch nach einer anderen Sache, dass viel angeschwärzt gehen über Zürchen an der Welt. Da sind ganz viele Junker, die sich für Demokratie, Freiheit und Frieden einsetzen, die oft verfolgt gehen. Auch das Sujet von der Christenverfolgung wird nicht immer so thematisiert, dass die Sujeten, da darf man nicht weggucken. Und anschließend will ich aber ganz klar nach so, ich war richtig schockiert, wo ich letzte Woche das an der Presse gelesen habe. Und dafür bin ich ganz froh, dass unser Parteipräsident und schon dem Luc Frieden, der doch 400 gesagt ganz klar wieder an der EVP findet, dass die Zusammenarbeit, von das auch Mitarbeiter sind oder andere, auf die Idee kommen, für Materialsextreme zusammen schaffen, als das nicht für das, was wir als CSJ, was wir als CSV, aber was wir als überzeugten Europäer sollen schaffen. Dafür sind ich froh, dass der Luc Frieden, ein Isabel Wieseler, ein Martin Kempf sich dafür ersetzen, ein Jean-Claude Juncker, ein Vivian Reding, und ich werde auch mein Bestes machen als Vizepräsident von der Europäischen Jugend, für das man das nicht so lassen, weil wenn die dir abgeht, wir sind heute 2026. Wir gucken 100 Jahre zurück, wo dort die Entwicklungen umgegangen sind. An die Entwicklungen wollen wir nicht. Und da werden wir als vehement dagegen setzen. Und das fördern wir auch ganz klar von einer CSV. Und da sind wir überzeugt, dass wir das zusammen werden hinkriegen. Merci. Merci ich finde für den Bericht aus den Basisorganisationen und das schon purmal haut ugeklungen an der Fraktion an der Regierung als viel geschafft gehen die letzten 2 Jahre an da guck mal kurz den Bild man den kleinen Film.
Da gebe ich proposieren eng Lichtänderung vom Ordre du jour zu machen. Mir hatte lo hier gesehen, dass die Responsabel aus den CSV-Arbeitsgruppen, die man letztes Jahr an Platz gesetzt haben im Kongress, für kurz den Teil von der Arbeit herstellen, aber das aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Es war sowieso geplant, dass man verschiedene Events machen, wo die Resultate aus denen Arbeitsgruppen, wichtige Arbeitsgruppen, wo eigentlich Experten aus unserer Partei sitzen, die helfen die verschiedenen Resultate, die man erreicht haben, dass die zustande kommen, das immer gut von den gut verwurzelt mit Leuten kann schaffen, die von den Themen Ahnung haben. Es gibt dann auf den nächsten Punkt vom Ordre du jour gehen, das als neuen Fraktionspräsident Laurent Heimat erlaubt man, dass ich auf dieser Platz profitiere für den Markt. Eine große Merci zu sagen. Der Markt war 2,5 Jahre als Chef an der Fraktion. Und der Markt hat kein einfach Arbeitsfeld, waren viele neue Deputierte, ich meine, bald in der Fraktion, waren neu da. Und der Markt hat auch gesagt, es sind Diamanten, in denen er ein bisschen schleifen muss. Und er hat lange geschlafen, nicht so lange geschlafen, dass der Laurent noch 20 Stiefel vierfand hat. Hallo muss man denen eins gehen, mit der Laura, wir haben das erlebt, der Laura möchte das ganz gut, der Laura sieht viel Gespräche, aber da ist, und das immens flott mit Laura zu schaffen, dafür sind wir alle froh, der Laura heute zu hören. Schönen guten Mittag. Herr Kongresspräsident, vielmals merci. Ich wollte dich froh, und das wollte der Kongress von schon ein Redteil 4 berät. Die hat relativ Retarlo akkumuliert. Will er die ganz reden oder schon als 2 Zeit? Dann noch aufstimmen. Also, Herr Parteipräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Legue, eben der Ehrestaatsminister, dass viele noch gesucht gehen von den Leuten, wie sie an die Partei kommen sind. Und nicht nachher an dieser Partei sind, dann auch, weil der Jean-Claude Juncker damals Parteipräsident war, jung und dynamisch und die Partei modernisiert hat. Das hat uns damals als Juncker auch motiviert. Dafür Respekt dafür, an Respekt für 50 Jahre Member zu sein an der CSV seit 1975. Merci, Jean. Ich wollte eine Wortmeldung von Jean-Claude überbringen. Und zwar beim Kongress wird geschafft. Und dafür brauche ich einen Döscher. Dafür nächstes Jahr am Kongress brauchen wir Döscher, wo wir noch mit der Faust drauf schlagen können. Ich wollte meinen Kolleginnen und Kollegen merci sagen, dass sie mir die Mission vertraut haben, als Fraktionspräsident an der Sukzession von Marc Spauz. Das ist die zweite Kehr, wo ich stehe, eine Sukzession von Marc Spauz unzutreten, dass es immer einfach und schaffen gehen, dass gerecht stellen im Ballfall fest, dass der Marc Spauz, da wo ein Lo aktiv ist, weiß, was er kann, mit dem Achseler Akkord, weiß der Marc Spauz, hier weiß, wie Sozialdialog geht. Merci, Marc. Der Parteipräsident hat gesagt, hier wird der Kapitän, daraus schließt nicht, dass wir an der Fraktion, wir sind der Maschinenraum. Wir sind ein Teil von dieser Partei und wir machen alles für das, als Kollegen aus der Regierung hier Projekte durch die Chamber kriegen, konstruktiv, einfach mit kritisch. Wir sind ein Teil von dieser Partei. Und da tun wir auch im Najus, auf der Najus, das haben sie angekündigt, zu Gesimreisern, da wollen wir auch stehen. Wir wollen
auch als Tieren opmachen, jeder als willkommen an der Fraktion an profitéiert davon, und wir wollen an Bezirke auch gehen, für Madisch zu diskutieren. Und dafür bin ich froh, dass die 4 Bezirkspräsidenten Lo, mit Jeff, mit Ricardo, mit Franzi und mit Maurice Deel sie von der Fraktion, also können wir eine gute Kooperation an den nächsten Jahren möglich machen. Merci. Wir realisieren ein Programm, das machen wir an der Chambre, das machen wir zusammen mit der Regierung. Aber eine Fraktion muss auch weiterdenken, muss auch Proposen für die Zukunft ausschaffen. Wir haben den Bilan gemacht, wir haben am Film gesehen, wir haben eine Broschüre, die da könnt man Themen holen, wo der Terbest von all Deputierten resümiert dran rumfand. Ich wollte die eigentlich viel lesen, mit die Zeit, die also nicht mehr, das wir da hoffentlich daheim. Und ich wollte Madabst dafür in allem auch merci so, weil die Fraktion funktioniert nicht mehr, weil sie gut Madabst da hat und diese Broschüre geschafft. Die schaffen aber auch viele andere Projekte. Dafür dem Nori und der ganzen Equipe schon ein ganz großes Merci. Und als freier Generalsekretär profitieren ich auch von der Gelegenheit, dem Nathalie Silva und dem Serge Konrad eine große Merci zu sagen. Sie sind noch auf neue Posten in der Weg, ich wünsche Ihnen dabei viel Chance. Und es sind Ihnen am Ehrenum, an Denken von allen denen, die an der Partei aktiv waren, und die Partei nicht ernst das kann, wie man Serge und Nathalie, dafür Ihnen ganz großen Merci von Herzen. Das Programm, also Programm, das Regierungsprogramm, das zum guten Teil ein CSV-Regierungsprogramm, das natürlich auch von der Demokratischen Partei. Und wir schaffen zusammen, wir schaffen auch gut zusammen. Von der Presse, auch von der Opposition, kriegen wir dann teilweise geworfen, wir wären eine Einheitspartei, die wir keinen Unterschied mehr erkennen zwischen der CSV und der DP. Und dann auf der anderen Seite heißt die sind dauernd zerstritten, die sich über nichts eins. Aber ich denke, beide stimmt nicht. Wir sind und wir bleiben 2 verschiedene Parteien, DP und wir CSV. Wir haben eine andere Vue auf die Welt, sie ein liberal, wir ein christlich-sozial. Wir gehen als Tax 1 und wir kommen noch gut mit denen zu weh. Wir bleiben 2 verschiedene Parteien und natürlich haben wir bei verschiedenen Sujets einen langen Diskussionsbedarf. Das heißt aber nicht, dass wir es nicht verstehen. Wir schaffen konstruktiv zusammen, aber auch jeder auf seine Art und Weise. Und da muss ich etwas beichten. Wir hatten letzte Woche ein Debat an der Chambre über die Kooperationspolitik und da ist es zu einem kleinen Vorfall gekommen. Und einer Deputiert ihr Handy war nicht auf lautlos. Ich meine, dass jeder eigentlich schon ein Jahr kommt, die kennt die penible Situation und dabei ist dann heute so kommen. Du warst ganz flott, Madame Bofferding, auf der CSV in der Just-Rezeption. Ich invitiere dich einfach nächstes Jahr bis Lunch zu kommen. Das freut mich. Ich habe gemeint, die wird nicht mehr da. Voilà. Also, nächstes Jahr im Januar stellt ihr Strabon, der Tainer Bofferding bei uns auf der Najus-Rezeption aus. Da wird es dafür wert, und wir sind auch ganz fein mit dem. So wird man zu so und wir auch das heißt, dass wir auch mit der Opposition am engen Austausch sollen bleiben und noch den Diskussionen sollen weiterführen. Auch wenn wir es nicht immer, für nicht so eine Tax, eins gehen. Der LSAP hat sich neu aufgestellt. Das hat er mitgekriegt. Der LSAP steht am Tageblatt von ihren früheren Parteipräsidenten, die steht im Moment so gut wie noch nie. Und da kommen Maxim Milchen und George Engel. Und nun muss man gucken, ob sich etwas ändert. Weil bis Welt wird ja so, dass Tainer Bofferding und Kameraden die Politik so gemacht haben, dass sie sich das gemacht haben, was den OGBL diktiert wird. Und ich habe nicht das Gefühl, dass das wird wesentlich ändern.
Weil egal wie Problem sich stellt, gibt es immer eine Antwort von der LSDP an eine Idee, ein Tripartit. Wir hätten schon ganz viele Tripartiten müssen organisieren, wenn die noch gäbe, zu allem Möglichen. Und so sind die 2 Jahre an der Nachfolge von Christoph Kolumbus, wie die Jean-Claude immer gesagt hat, weil sie wissen nicht, wohin. Sie wissen auch nicht, wo sie kommen. Wir wissen, wen die Rechnung bezahlt. Nämlich mir alle gut. Weil Proposen, die von ihnen kommen, sind Kotisationserhöhungen und neue Steuern. Vermögenssteuer, Erbschaftssteuer. Also alles, wo ich mir vorstellen kann, wo ich eine Steuer kann draufsetzen und mir fällt nicht viel an, wo ich das nicht machen kann. Kommt nicht mit der Idee, weil Sozialisten wissen schon. Und wenn Ideen nicht kommen, dann das für eine Entlastung zu machen. Eine Entlastung für die Leute, so wie der Gilles Selo proposiert hat, wenn er schon durchgezogen hat, aber wenn man so weiter feiern. Weil Sozialisten nicht das Monopol vom Herz. Weil das soziale Herz entdecken sie immer dann, wenn sie an der Opposition sind. Vier drunter, was an der Regierung sind, dann muss die immer meistens ganz gut verstoppt. Besonders einen, den du an der ganz gut ist, der wird das verhören im Radio. Dann hatte ich gemeint, sie hätten eine Erneuerung, die erinnert dich, Georges Engel und Maxim Milchen. Nee, wen aus dem Radio, den MDB, den machst die Bartolomeo. Und er fragt nur einen Pilot. Brauche ich einen Pilot? Weil wir brauchen keinen Pilot, weil wir einen Kapitän. Ich gehe Gefühl bei den Sozialisten und ihre Kollegen beim Mojibel nicht los. Ich gehe Gefühl nicht los, dass sie ein bisschen eine Politik à la Française machen. Wenn ich bei Wahlen nicht das kriege, was ich will, dann gehe ich bei allem auf die Straße. Und ich blockiere bei allem, was soll gemacht werden. Das ist eine Politik, die wir nicht sollen machen. Das ist auch keine Politik, wie wir sie heute zu Lützeburg gewinnt sind. Das ist eine Politik, die heute zu Lützeburg respektiert, was bei Wahlen rauskommt, dass das Programm proposiert wird und dass das Programm dann noch von der Chambre durchgesetzt wird. Dabei soll es unserer Meinung nur bleiben. Es sind das Last, was zwischen dir und dem Apero steht. Mir sieht nicht überrascht, dass es so ist, dass ihr Orloschere gesagt und lasst vor, weil von der so ist, da gehen wir alle drin auf die Straße. Ich erinnere mich, vor der Stunde Wahlen, was Nora Back, Präsidentin vom OGBL, RTL, Mojes frei. Es sind das Straße da raufgefahren mit dem Auto von Chamber zu Mojes. Und ich habe Madame noch gelöscht. Was hat Madame gesagt? Vor der Stunde Wahlen, da gibt es noch keine Koalition, gibt noch kein Akkord und gibt noch kein Programm. Also sie hat gesagt, ein OGBL ist von der Lo an die erste Oppositionskraft am Land. Aber gut, das war ein klarer Uso. Wenn der OGBL die erste Oppositionskraft ist, von ich werde ja eigentlich schon der Chamber machen, wir stellen noch fest, der OGBL, wenn ich auf keiner Wahl gesehen habe, ich hatte einen großen, langen Wahlzettel am Süden an der Kabine, mit dem ich nicht eins kaufe, mit dem OGBL habe ich darüber nicht gefunden. Wer will Politik machen, stellt sich vor uns geliefert ab. Gelungen ist ja schon, dass dann auf der anderen Seite bei der anderen Gewerkschaft gewissen Herr Düry sich beschwert auch, dass nicht genug von der Politik gehört gehen. Früher gouf man gesagt, wäre Gewerkschafter für CSV und noch für andere Parteien an der Chambre. Anscheinend war früher Präsident vom LCGB an der CSV-Fraktion lief jungen Kollegen. Und anscheinend soll den Herr Düry sogar Deputierten
die Gewerkschafter waren, für dir gesagt haben. Da fand ich einfach ein bisschen, ich bleibe beim Glungen. Für sich dann dauernd darüber zu beschweren, dass Gewerkschaften nicht genug Gehör an der Politik fanden. Wir finden davon, vielleicht aus in der Zeit, weil hier im Saal sitzen ja viele auch Gewerkschafter, aus dem OGBL, aus der CGFP, aus dem LCGB, dass die sich auch an der Partei zusammendienen. Aber wir werden doch eine Basisorganisation gründen, für hier an der Partei auch über Forderungen von den Gewerkschaften zu diskutieren, für auch hier an der Partei Konsens schon zu finden, aber für natürlich auch an den Gewerkschaften Einstimmen und mehr zu Gehör zu bringen. Ich finde die Linkskoalition an der Chambre, die findet sich auch auf anderen Dossiers. Die geht von der LSAP natürlich auch rüber auf die Grünen. Die Grünen, die sich auch besonders immer für von dem freien, fairen Handel geht. Und die Grünen, das ist die Partei, da muss ich wissen, von dem Martin zusammen schafft, die haben immer recht. Ich meine, den Statut von den Grünen, da gibt es 2 Artikel. Den ersten ist, wir haben recht. An den zweiten Artikel ist natürlich, am unwahrscheinlichen Fall, wo man nicht recht tun, gilt Artikel 8. Auf jeden Fall, Tilly Metz hat recht. Es hat recht, wenn es sieht, dass es nicht geht, dass die EVP am Europaparlament Matrizpopulisten sich aufschwätzt, für Alternativmajoritäten zu sichern. An dem Punkt hat Tilly Metz aber genauso recht wie Isabel Wieseler, mit Martin Kemp, den Alex Donnersbach, den Matti Steinmetz und all die, der Parteipräsident, die das heute schon in der Strache haben. Mit Tilly Metz möchte aber so, wie Wakin das bei uns gesagt hat schon. Und dafür noch ein bisschen für Matze schreiben, aber vielleicht auch für das Manfred Weber, und sie Leute von Bresel, für das Manfred Weber auch ganz klar hört, mit der CSV gibt es keine Allianz mit Rechtspopulisten. Nicht an Europa, nicht daheim, basta. Rechtspopulisten stimmen auch mal Projekte mit, die mir richtig fanden. Ja, und das geschieht. Ich will hier keine Illusionen holen. Wir waren an der Chambre. Ein Projekt mit 60 Stimmen angeholt wird. Dann haben auch die 5 vom ADR mitgestimmt. Aber wenn an der Chambre mit 35 zu 25 Stimmen aufgestimmt wird, also Majorität gegen Opposition, feiert nicht nach mehr. Dann haben 5 ADR-Deputierte mit der Linkspartei gestimmt. Und das könnt 4. Wir werfen dem Tilly auch nicht 4, wenn es gegen den Mercosur wird und probiert dem mit links Rechtspopulisten aufzubremsen. Auch wenn das ein klares falsches Signal war an dieser Zeit, wo wir leben. Ein richtig falsches Signal. Und das falsch war, das so nicht ist. Das sieht den Cem Özdemir. Und den ist der 4. Sonden anscheinend immer gering. Das Succès, die Grünen steuern sich auch nicht von den Koalitionen gehen bei den französischen Gemengewahlen mit Linkspopulisten vom LRW. Schon da kein Hören sich darüber aufregen. Und Tilly Metz steht doch gerne an der ersten Reihe bei Manifen. Egal, was ob die Manife von Gedankengut so vertruden geht. Ich muss so blank wie Eis Gauche aus. Wenn es in Palästina an der Stadt Israel geht, ist für mich nicht nutzvollziehen. Palästina dominiert von der Hamas und Konsorten. Es gibt sicher keine Stadt, wo LGBT-Rechte respektiert und hochgehalten gehen.
Und es steht sie auch nicht, wenn man nie gerufen geht, from the river to the sea. Muss ich wissen, von der Westbank bis bei Mittelmeer sind es 12 Kilometer. Das ist so weit wie von Beteburg an Stadt. Das sei den. Wenn ihn also rift, erfordert, from the river to the sea, hier steht, und das ist der Code, da gibt es kein Staat Israel mehr. Und der schleichende Antisemitismus, der sich hier am Land breiten möchte, getarnt als Israel-Kritik, an unserer Gesellschaft, möchte mir sorgen. Bei aller Kritik, Antisemitismus, von links oder rechts, sind nicht zu tolerieren. Für was ist eigentlich Israel das einzige Land auf der Welt, was sich dauernd muss rechtfertigen, dass es da ist? Das Existenzrecht von Israel ist für uns, ist für CSV nicht auf Frage zu stellen. Wie auch das Existenzrecht und Selbstbestimmungsrecht von der Ukraine nicht auf Frage zu stellen sind. Und wir verhandeln nicht mit Russland über das Schicksal von der Ukraine. Und das bringt mich zu einem weiteren Punkt und zu einem deutlichen Unterschied zu anderen. Als Défense. Da gibt es ja auch eine Partei, die für sich behauptet, dass sie Lützeburg so gern hat. Echt Patrioten eben. Ich bin immer ein Patriot, dass wir in den loyal zu seinem Land stehen. Den er nicht in alles Welt wohnt, für sein Heimisch. Ich muss das falsch verstanden haben. Weil wenn ich DDR richtig verstehe, da wir in echte Patriot 1940 auf Berlin gefahren, für zu verhandeln. Welche steckt da vom Grand Duché, kein Preisig gehen, aber wen nicht. Diplomatisch Success vom Herrn Karteiser sind an der Ukraine im Moment zu bestaunen. Da DDR will auch nicht weiter in neues Défense investieren. Wir liefern die Ukraine abgehen. Wenn als Kleinland oder wie ein Eiskleinland dann in Zukunft soll beschützen für einen allfriemen Zugriff, das bleibt das Sekret vom Geheimagent Kaiser. Nee, wie Lützeburg gehört, die steht für die Freiheit von Lützeburg und auch für die Freiheit von der Ukraine. Und dafür sollen wir auch die Leute unterstützen, die am Iran drauf werden, dass die Freiheit auch endlich zurückkommt. Vorgestern gab es eine Nachrichten viel über die klammen Benzinspreise bericht. Wie los soll Auto fahren, für Männer Spritze verbrauchen und so weiter. Und ich stelle noch nicht vor, dass auf Dauer sicherlich wird, besonders auch niedrigen Einkommen ist. Und unsere Betriebe die Leben schwer machen. Und dafür sollen ja auch siblierte Mesure weiter geholt gehen. Es gibt auch viel Bericht, dass Vakanzenpläne auf den Kopf gehalten gehen. Ich muss jetzt sagen, das ist ein einfach egozentrischer Blick auf einen Konflikt, den der Lauf von der Zeit an den nächsten Jahren wird beeinflussen. Den fand ich aber ziemlich befremdend. An unseren Novellen hat ich kaum mitgekriegt, dass der selben Tag, wo der Benzinspreis geklommen ist, am Iran ein junger Sportler von 19 Jahren erhängt wurde, weil er im Dezember gegen das Regime protestiert hat. 19 Jahre. Saleh Mohammadi war übrigens sein Name. Dieses Mullah-Regime exportiert Terrorismus 147 Jahre. Und terrorisiert 147 Jahre das eigene Volk. Wenn dieses Regime auf ein Ende kommt, dann ist es eine Befreiung für die ganze Welt. Wir sehen klar mittelfristige Risiken. Aber diese Krise bietet auch eine Chance. Und diese Chance soll man auch nicht aus den Augen verlieren. Ich sehe mir gerade mal diese Positionen,
tschen Kritik vu längs afforiert, wat mir seht, dat meist relativ gut an der Mitte positioniert hun. Wir müssen also aber auch etwas richtig machen. Ich meine so gut, dass wir eine ganze Reihe Sachen richtig machen. Aber wir sind eine Partei, die auch reformieren will, weil die kann besser machen. Aber sie will auch Traditionen erhalten. Ich habe schon einen Monat kein Alkohol mehr getrunken. Oh, das ist der letzte Tag. Es war nicht einfach auf all den Kongressen. Ich werde aber ein bisschen komisch von tun. Wenn ihn dann gefragt wird, ja, für was trinkst du denn nicht? Ja, ich trinke noch mal keinen Alkohol. Mr. Ramadan. Nein, ich gehe Ramadan. Aber ich mache Fastenzeit. Und noch da, meine ich, sollte man nicht vergessen, dass doch mehr Traditionen haben, an die der wir noch nachleben. Ich habe schon gesagt, wir sollen als Fraktion, wir müssen als Programm weitertreiben, das schon mal mehr, wir sollen noch mit dir zusammen als Gedanken machen über die nächsten Jahre. Und wir sind eine Konservativpartei, eine Wertkonservativpartei, eine christliche Sozialpartei. Auf 44 Jahren hat CSV ihren ersten umfassenden, vielleicht kennt ihr ihn unter den anderen, der Natur- und Umweltschutzprogramm ausgeschafft und rausgehen. Das ging nächstes Jahr 40 Jahre. Und ich denke, es wäre doch ein guter Moment, für Dummel und Enker darauf zurückzukommen. Am Geist von Laudato Si, was tun wir dann aus dem Programm in den letzten 40 Jahren realisiert? Und das wird auch eine Motivation für neue Programme mit neuen Objektiven festzusetzen, losgelöst von der Tagesaktualität. Aber für zu beweisen, wir sind eine Partei mit Werten, das betont, aber wir setzen die auch gerne eine konkrete Politik um. Und du brauchst auch, wenn wir so, wir hätten gerne eine andere Umwelt- und Naturschutzpolitik, eine wertkonservativ, eine christlich-sozial. Da kommen, wir schaffen das zusammen aus. Wir leben an unsicheren Zeiten. Wir leben an abgerichteten Zeiten. Und dafür war es erfrischend, morgen der Premierminister heute zu sehen, den das mit treuer Hand möchte, den nicht abgeregt durch die Welt lebt, an den auch mal überlegt, ihn etwas sieht. Kommt mir sind an diesen Zeiten die politische Kraft, ob die Leute sich können verlassen. Wir versprechen nicht jedem alles. Wir denken noch an die nach uns kommen. Wir verlangen Leistung und sind solidarisch. Wir bieten Sicherheit nach Bannen und nach Außen. Für an diesen Zeiten könnt ihr dabei sein. Und wir sind bereit. Responsabel, couragiert. Für Lützeburg. Merci Laurent für dein Bilan und die Analyse aus der Fraktion. Das flott, du hast auch dezidiert, dich ganz voll auf die Arbeit zu konzentrieren und du hast auch damit den freier Charge zu Beteburg abgehen. Das merken wir all Tag an der Fraktion mit Dingen an der Zusammenarbeit mit dir. So, ich bin hallo Fred, also Präsidentin von der Wahlkommission vorzugehen. Ich bin gesehen, aufkommen, Sie sind fertig mit Zählen. Damit kann halt also die Resultate von den verschiedenen Wahlgängen durchgehen. Weil ich gehe nicht weiter. Vielmals merci. Da fangen wir mit Thierry an seinem MUP an. Der Thierry an seinem MUP, die kriegt 300
30 Ja-Stimmen, 3 Nein-Stimmen, sodass das 99,09% für den Terror ist. Felicitations dir, Thierry. Dann den Alex Donnersbach als Generalsekretär. Da sind 274 Ja-Stimmen ergangen an 56 Nein-Stimmen, sodass das ein Prozentsatz von 83,03% mischt. Felicitations dir. Stefanie Weidert als Vizepräsidentin kann sich auch freuen. Du sind 307 Ja-Stimmen gegangen, 24 Nein-Stimmen ergangen, sodass das ein Prozentsatz von 92,7% mischt. Felicitations auch dir. Auch den Christ Weiß kann sich ganz viel freuen, weil hier kriegt 312 Ja-Stimmen, 15 Nein-Stimmen, sodass das der Prozentsatz von 95,41% mischt. Felicitations. Da kommen wir zu unserem Parteipräsident, den Luc Frieden. Hier kriegt 293 Ja-Stimmen, 39 Nein-Stimmen, sodass das eine ganz große Majorität von 88,25% mischt. Felicitations dir, Luc. Lei Freunden a Freunden keng Angst kënnet nach eng grossiert. Ich wollte dich aber von ganzem Herzen merci für den enorm starken Vertrauensbeweis, der das eine große Motivation für die Arbeit weiterzumachen, sie noch besser zu machen. Ich habe mir auch fest geholt, an dem neuen Mandat, was du geht, da habe ich noch ein bisschen ernst zu organisieren, da den dat auch mehr als Equipe nach kann machen. Dafür brauchen, wie gesagt, die lo hier stehen. Dafür brauchen natürlich all die anderen, die an den Nationalkomitee kommen sind. Das ist eine Intention, auch all Vizepräsident und natürlich auch die Bezirkspräsidenten mehr klar Aufgaben zu geben, dass das ein richtiges Team gibt, wo gemeinsam rauskommt. Das ist nicht eine Person, die zwar eine Person als Parteipräsident wählt, eine Person als Generalsekretär und so weiter, aber das muss ganz sein, das haben wir schon ein bisschen diskutiert, wann das Resultat so soll gehen, dafür ein ganz großes Merci. Und dafür will ich es so, wenn ich gewählt bin, das ist immer eine Verpflichtung. Dafür will ich auch, dass die freien Parteipräsidenten, die ganz oft mit ganz vielem Rot am Do zur Seite stehen, dass die auch mehr oft angebunden sind. Ich ging den Claude Wieseler bitten, den auch weil ein echter Bürger vom Land ist, da ein bisschen an den Grab zu holen, weil wir haben enorm viel Know-how an der Partei. Als freie Präsidenten sind noch eine ganze Reihe Banden, dass die also auch können strategisch über das Geschäft raus ein bisschen beraten. Ich meine, das wäre ganz util. Das ist den Wunsch, den ich schon. Den anderen ist den, dass ich als Parteipräsident recht tun, dem Nationalkomitee nach einem zusätzlichen Vizepräsident können, zu proposieren. Aber wenn ich die Aufstellung hier gucke, auch geografisch gesehen, dann ist es mein Wunsch, dass das Nationalkomitee eine Proposition vorgelegt kriegt, dass Martin Hansen ging auch Vizepräsidentin von der Partei gehen, dann hätten wir auch alle Bezirke gut vertreten. Es war Vizepräsident, der hat exzellent gemacht, und er hat mich ein großes Frieden näher, wenn Martin der doch gegen Unölen.
war noch der Kongress so der net direkt zuständig. Wir waren de Nationalkomitee ging op dem W beglede macht in der Welt dat ihr mich flott wann du dat kannst mat machen. schon so lange für Drogeschwertchef, dat ich lopale mich wollt auch dem Kongressbüro dir der Martin an den anderen Ekipien de große Merci so für die flotten Auflauf vom Kongress. Merci. Merci alle Götten. Wir wären dann zum Schluss von unserem Kongress gekommen. Ein Kongress mit vielen Reden, ein Kongress für eine Equipe bestätigt Ginas, denen wir natürlich auch von daher aus herzlich felicitieren, und mit denen wir zusammen können so viel schaffen. Ich gebe ein großes Merci so von daher aus alle Redner, die de Moien zo ausgeschwert haben, aber auch allen Delegierten, alle Gäste, die da hingekommen sind, die Sektionen. Speziell gebe ich auch ein großes Merci an den Generalsekretariat, die ganze Equipe unter dem Basil, die dafür gesorgt hat, die letzten Wochen, dass dieser Kongress kann so flott stattfinden. Merci an Sie, weil Sie machen die täglich Arbeit. Ich gebe auch, komm, wir klappen hin, als Generalsekretariat. Gebe ich auch den Journalisten eine große Merci, so, die heute bei uns waren, das gesagt gehen. Wir müssen als Politik noch draußen drohen. Sie spielen eine wichtige Rolle an der Arbeit, dass wir all da können als Überlegungen, als Gedanken, als Decisionen noch draußen drohen. Eine große Merci. Eine große Merci. Ich hatte schon gesagt, in der Ettelbricker Sektion, und ich bin froh, dass das mehr Juncker hin könnt. Da gibt man dir am Namen von der Sektion kleine Kado überreichen für Merci so, dass man das heute neu zu Ettelbrück machen und noch mit ihrer Unterstützung. Ja. Das mehr, und da gebe ich auch, ja, meine Franzi, Alex, kommt hier auf die Bühne. Sie kriegen. Und das mehr, und da gebe ich einfach profitieren für den Lynn Frank, der Präsidentin von dem Wahlbüro, ein großes Merci zu sagen, dass dafür gesorgt hat, dass das alles so abläuft, wie das soll ablaufen. Lynn, du darfst auch ein bisschen reinkommen. Das ist auch ein kleiner Merci. Und dann habe ich schon ein großes Merci für die Franzi, für die Singarbeit. Und nach für das ganze Kongressbüro haben wir auch heute noch Schokolade. Ich gehe den Chef für den auszudelen. Merci für Ihre Arbeit. Dann trennt es nicht mehr ganz viel vom Pad. Also, ich denke, alle gute Merci, dass ihr hier werden. Wir geben zum Schluss nach Themisch und Europa eben lauschen, Themisch sagen und Europa eben lauschen.
So. Nee, nee, das wird schön.